schönen guten Abend, den Abend rund um den Tisch. Live Leute am Publikum, ganz besonders auch die Members aus der Finanzkommission, die den Abend hergekommen sind. Live Leute da draußen am Streaming. Wir haben heute die letzte Gemeinderatssitzung für das Jahr, die letzte öffentliche Gemeinderatssitzung, wir haben eine Erbesitzung an einer Woche. Am Gemeinderat für die Sitzung sind wir ein bisschen Männer gut vertreten. Den Jules Sauber, den natürlich nach immer auf der Uni ist, an den sein Wort pro Prokuration haut und der Polteisen gegeben hat. Dann haben wir den Jean-Marie Altmann, den krank ist und dürfen nicht dabei sind, an dem sein Wort pro Prokuration Östern wert tun. Und dann haben wir den Jean-Pierre Kaufmann, den Gemeindenabend am Siederlehm, ob eine Assemblée Générale extraordinaire vertritt, so kommen wir dann nur nach drauf zurück, an den dann sein Wort pro Prokuration und den Ende gehen hat. Ne? Und den Nico gehen hat, pardon. Voilà, was war unter der letzten Sitzung in unserem Gemeinderat los? Wir hatten den 30. November am Centre Kulturell als Klesensfeier, das war Freitags. Nee, das war nicht Dezember, pardon, das war Donnerstag, mit Rami Peras am Centre Kulturell zu Münzburg, wo auch da viele Leute waren und eine gute Stimmung, und der Bäumeister auch mich spät bei der Feier noch dabei war. Den 1. Dezember dann kam die Klesen an die Schule, das ist 3 Uhr losgegangen, und da hatten Kanner ganz viel Fried und war auch ganz viel Lass. Und sie hatten noch ganz flotten Programm präpariert für den Kläschen zu sangen und Sachen viel zu drohen. Mit ganz flotten moderne Sachen noch dabei, ein bisschen mal ernst, wie das so gewinnt war, also mit ganz viel Arbeit erlebt, als die Klesensfeier organisiert gewesen. Da war dann noch ein Bazar, wo verkauft ging für guten Zweck. Und da sind 3.432,30 € gesammelt gehen. Und die Eltern konnten noch mit Payconic bezahlen. Das Jahr geht an den Don und Schötter Hölle auf der SPL, die auch mit einem Stand vertreten war. An eure große Merci und Schötter Hölle war SPL für ihren Einsatz, für da noch zu helfen. Wie all Jahr findet da noch eine Schecküberreichung statt. Den 3. Dezember hatten wir die Adventsfeier für die Frauen und Mammen, auch am Centre Kulturell, da waren noch viele Leute. Und da waren aber auch 2 Flott-Konzerne, einmal von der Klasse vom Chant Choral von der UCTA Musikschule unter Leitung von Leni Fischer und dann Schötter Jungbläser, die auch ganz flotte Konzerte gespielt haben unter der Leitung von ihrem Dirigenten Romain Kerschen. Dann hatten wir den 9. und den 10. Dezember eine kleine Därenausstellung von unserem Cercle Avicole. Die Ausstellung war unterstützt auch mit ein paar Hobbyständen. Und natürlich haben sie auch ein Getränks serviert. Und die offizielle Ouvertüre war am Anfang schon frei des Overs an der Präsenz auch vom Chef der Gemeinderat. Dann hatten wir auch den 9. Dezember den Schötter März. Hier wird neben den Standardständen auch noch eine flotte Aktivität für Kanner. Sie konnten am Schötter treffen, nämlich lauter flott Christachsdekorationen basteln. Und zusätzlich gab es ein flotte Konzert vom Gruppe Fortissimo, ein Trompettenquartett für Fans von Jazz und Blechbläser. Denselben Tag hat das Jugendhaus aber auch ihren TikTok-Dance-Workshop organisiert. Und die Costa-Ricanische Gemeinschaft hat ihren Jahresaufschluss an der Galerie in einem Campus an der Delt. Oben hatten Spieler von FC Münz bestanden, Niklas Ball am Café de la Gare, wobei musikalische Stimmung durch den DJ Jerome gesucht war. Den 10. Dezember hatten wir einen Staminé, den von der Kommission vom Zusammenleben organisiert wird. Zusammen habe ich mal einen Service von der Stadt Gemeinde, wo dann auch Jan Ries ganz besonders engagiert ist. Und da konnten die Leute sich dann in lockerer Atmosphäre kennenlernen. Es waren noch ein bisschen Leute da. Wir gucken, wie wir das vielleicht noch besser organisieren, dass wir die nächste Nacht mehr Leute kriegen. Ich meine, die Periode war auch vielleicht nicht so optimal, nur an der Christzeit für das zu machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Interesse da und wir werden da doch weiterführen. Das hat gedauert von 10 bis kurz nach 12 an der Galerie. Dann war den 10. Dezember auch das Christkonzert vom Schötter Gesang an der Kirche. Neben dem Schötter Gesang wurde auch die Choral Cecilia von Walfer Lieder 4 gedrohen, auch noch der Guy Pütz, ein Opernsänger aus Wien, hat Soloen und hat die 2 Choralen unterstützt. Das war ein ganz flottes Programm, eine ganz flotte Ambiance an der Kirche.
Den 11. Dezember des Owes waren da noch die ersten Reunionen vom Naturparkteam, an aber auch vom Klimaparkteam, sodass die Orlo Unsinn an Ukenne Fenke mat schaffen. Den 12. Dezember hat Dami Perez se Christfeier nächstes Jahr Joas am Centre kulturell. War Thomas sos nach dem Programm bis dann die nächsten Gemengerotssitzung, also dat war immer den Überblick werte Märchen vom 15. Dezember bis den 17. Dezember pardon, net sinn, wo man reise christ Mächt 400 Dir no Betz dran dran, wenn se dann degent Eiseflotten christ Mä zu schëtter. De Programm werd sinn Freude so wie um 17 Auer Ouvertür, Donno Konzer vun der Schëtter Jongbläser an der Schëtter Strpp. Der samstes Konzert vun Simplitou, an der Sondes de Konzert spirituell vun der Schëtter Musik 4:30 an der Kirche enkeier. De Weg an ass awer och den Fairytale Cup vun Rhythmika Lux. Iwer de ganze Wigent tritt de verschiedene Altersgruppen an der Sportzahl zu Minzbech op. An der Nummer den 20. Dezember Christfeier am Schëtter Treff vu 15 bis 16 Auer. An häufig chronologisch zuvor weil ich dann noch Martin das Maison Relais vom 27. bis 29. Dezember ganz zo ass. Der 6. Januar a 7. Januar hummer dann de Sirdal Indoor Cup organisiert vom FC Münzbech an der Sportzahl. Den 12. Januar huet Gemenge Personalfeier, den 13. Januar aus dem Schëtter Märt. 14. Januar ass dann Tradition vun der UGDA organisiert wie all Joer eng Audition an der aller Sportzahl, wo die verschiedene Junker mat ihre Profen an noch ein zu Manner Junker weise wat ze iwwer Joer geléiert tun. Dann ass der 15. Januar Präsentation vun der Blötz ASBL, die Assoziation, die eben schafft für Betroffene von engem Meere Schlag, stellt hier Aktivitäten für Madame Nicole Backes als Tresorier an der Assoziation wird die Konferenz leden. Den 19. Januar haben wir den kreativen Eck, organisiert vom Club Sirdal an der aller Minzper Schule. Da kann ze Summe gebastelt, da getüffelt gin auf viel Flotartikel kreiert gin. Da kann ich sich an dem Atelier selber se Idee machen, als ich künstlerisch kreativ ausdrücken. Dat fand der Woche nach den 16. Februar noch den 15. März statt. Dann haben wir den 20. Januar an den 21. Januar Mullennovent, Mule Weekend am Centre kulturell organisiert vom FC Münzbech. Den 27. und 20. Januar wird dann Theater, organisiert von Theaterfreunde an das Steck hecht am Männergrip. Lebst du nach oder stehst du schon? Der Weekend Trop geht dann nach einmal Freitag, der Samstag gespielt, da kommen wir dann ein Trop zurück, weil das so dann am Februar an der nächsten Sitzung. Ich will just heute nach eine Konferenz annoncieren, die den 1. Februar ist, die ist vom SIAS organisiert, eine Klimakonferenz am Kader von der 50 Jahre SIAS. Und da werden Sven Plöger, ein deutscher Diplom-Meteorologe, Fernsehmoderator, ein Vortrag über das Klima halten unter dem Motto, das war das falsche Motto, der richtige Motto ist, es wird heiß ziehen wir uns warm machen oder so ähnlich. Also heute steht auf jeden Fall der falsche Motto. Voilà, dann wollte ich noch als Informationen gehen, dass wir die Approbation vom Ministerrat tun über die Aufänderung vom PAG an der Urcht, also dem Projekt Logeempfang. Da ist also die Prozedur fertig. Dann hat man über Mail oder hatte ich über Mail einen Austausch mit den Bürgern aus der Rue des Vergers, wo gemengt wir, weil man dolo eng Rehwasserkanal gelöst und eng Rehwasserachs. Da gibt es ein Projekt, ein Lotissement kommen, das ist eine falsche Information, das ist natürlich nicht so. Und die Leute haben sich dann noch auf der Gemeinde informiert, sind noch Pläne gekommen. Und das ist klar, was da gebaut wird, auf was da die Rehe gelöst wird. Dann haben wir einen Brief auf Point Chaussee gemacht, wo man denke, frohen, dass die Brücke zu Straße eine Maintenance gemacht wird, weil die Brücke permanent kommen die möchte. Dann das hat sich an der Mitte von der Brücke, also das nicht mehr da, wo sie gesagt hat, wie das wird, wo man denke, war, wo am Anfang die Schrauben wahrscheinlich nur gehen und ich weiß doch nicht genau, und dann die Placken eben Spiel kriegen und die dann hat es klacken, wenn ein Auto da drüber fährt. Wir haben dann aber auch gefragt, wie man am Projekt von der Renovation von der Ala, von der historischen Brücke geht. Dann haben wir heute an der Schloss Gewern
net de lächen Tapi gemerk, aber praktisch also net die Lächt kusch gemerk mir praktisch, also so dass du de Belag gemerk ass den ass derbechten aufgeschloss, dat nach 2 bis 20 Auer, weil dat muss aufkillen an du kind ma Auto kann drüber vor, weil dat die festgeht an net die muss hun an dann wie man avant dem Chantier so gut wie fertig. Lo hast so, dass viel Leute schon reklamiert tun, dass den Trottoir transversant, den du realisiert gehen hast, aber ein Kant hört, das heißt, dass wir praktisch wie einen normalen Trottoir, wo dann ein Aufsatz hört, wird natürlich nicht optimal ist, wenn du, weil das ja aber ein Abbiegung, ein Wunschstraße, wenn du immer muss rüberfahren, auch für die Velosfahrer ist das gar nicht optimal. Wir müssen gucken, wir hatten gesagt, wir müssen gucken, wann der Belag fertig ist, wie die Situation dann ist. Aber wahrscheinlich muss man da ein Genau flecken und da gibt es ein viel de Pavé, also 4 Stecker am die Trigol machen. Und das sind die Musen hier, für dann aber den Aufsatz zu verringern. Es gibt noch Beispiele, wo so ein Trottoir transversant ohne den Aufsatz gebaut gehen ist. Und voilà, wir werden in Zukunft darüber aufpassen, wir haben das nicht ganz glücklich gemacht. Dann war das letzte Mal gefragt, wie es mit dem Glasfaser wir haben das Lomono geguckt, also Post als du am Gangen die Chantier, wie sie angekündigt hatten, zu realisieren. Ja, ist das praktisch so gut wie fertig. Zu Münzbüsch kommen sie nun ein Jahr rum, für wo das Projekt im Klapper ist, also zwischen dem Rond-Point an bis Station d'Aktivité, für danach weiter zu schaffen. Sie haben schon einen besseren Tag auf dem Planning, den sie sagen, ein Jahr am Gemeinderat hergestaltet haben. Aber da bestehen Schäden aber nur in Phase, wie sie definiert kaufen, Demos aufzulaufen. Wir bleiben da noch dran, aber wir freuen uns, ob in ihrer Tag kann vielleicht abholen, ob du bestimmt nicht gemacht, wie es damit sehr geht. Wir auf jeden Fall, das was als Demos präsentiert und das scheint der große Linie aber so angehangen zu gehen. Es war so, dass man auch dort zum Beispiel Leute hatten zu übersehen an der Rue de Münster, die da reklamiert tun, die an den Nationen wohnen, dort werden Rue de Münster und Trottoir gemacht, in die Glasfaser nicht gelöst gehen, das ist nicht so, denn es wohl gelöst gehen, aber sie haben in ihrem Lotissement ein Hybridreso und du hast dann aber möglich, dass das ein Bandbreite nicht die Ausweise über die Glasfaser hätte können, möglich sind, und dafür kriegen sie dann verschiedene Abonnementen nicht, können sie das nicht machen. Da muss dann für dich an dem Lotissement dann noch ein Reso angepasst gehen. Aber das hat nicht einmal zu tun, dass die Glasfaser, wie der Chantier da war, nicht gelöscht wird. Da war gefragt, wie mit der Kamera bei den Alpakern da wollte ich dazu sagen, dass da eigentlich nicht so viel gesehen war am Projekt, dass man Rückspruch geholt hat mit der Maison Relais. Und das ist eigentlich pädagogisch, das nicht immens sinnvoll ist, für Kameras zu installieren, also auch nicht bei vielen die Briten und so weiter. Und dann haben wir auch ein Problem, weil dann da kann er hingehen, man Datenschutz, dass sie Leute nicht wollen, dass hier keiner fotografiert gehen oder ob Filme schon sind oder wie darum raus. Ich meine, das hat man auch, wie man das Plakat, was sie gemacht haben, die wird keiner Rechte präsentiert und dann sind dann Bemo Kanner, die müssen dann aus der Reihe rausgeholt gehen. Die müssen sich dann noch Bank setzen, weil die dürfen noch keine Fotos sind. Also das sind schon komische Situationen, wo noch die Eltern sich nicht sollen evaluieren, wie wichtig ist das ist, weil das ja immer keiner an der Gruppen und wird ja aufgepasst, wie die Foto geholt werden. Ich meine, da gehen ganz viele Maßnahmen geholt, aber wenn keiner nicht auf einem Foto sind, dann ist das doch für keiner so keine flotte Situation. Dann haben wir ein Problem gehabt mit der Spielplatz an der Urcht, wo den Fournisseur, den der Marché Public am Anfang gewonnen hat, Lohn nicht liefern kann. Und mit dem sind wir um Weg für den Marché zu annullieren, weil er sich von dem Marché zurückziehen, weil er Material nicht dabei kriegt. Und die Annulation, die ist en cours. Da gucken wir dann, wie wir mit dem Chantier, mit dem Projekt weiterführen. Voilà. Dann, weil ich das tun, dann schwätzen den Serge an den Handy nach. Wurde ich noch kurz informieren über den SIAS, wo wir ein nächstes Komitee hatten, wo dann Präsident gewählt ist, und noch ein Büro gewählt ist, und da sind noch verschiedene Konventionen approviert gehen. Und wir haben aber den 15. Januar eine Komiteesitzung
Aberuf, weil die Prozedur, wie die Komitee gewählt, als eigentlich nicht 100%ig dem Gesetz entspricht. Und du hast Leute noch gefragt, auch im Minister, und für alle Gespräche face zu gehen, auch für das richtig zu machen, wird das Komitee dann noch ein das Büro neu wählen. Dann war der Jean-Marie den Noventoniers an den Minetkompost. Und da hatten sie mal de jour de Budget rektifié von 2023 und de Budget initial von 2024, die unangenehm ugeholt goufen. Konvention zwischen dem Minetkompost und dem Syndikat Interkommunalpolitik Publik vom Kanton Kapellen, CICA, also auch ugeholt gehen. Das gehört eng Zusammenarbeit auf 2 Jahre, und die dann per tacite Rekonduction von Jahr zu Jahr weiterlebt. Da war auch Pläne vom Klimabündnis Lützeburg zu überranwen bei der Gemeinde, Schommisch an dem Saal. Da war doch der Budget rektifié 23 und der Budget initial 24 und die goufen noch alle beid unanim ugeholt. Da war auch das Problem gewircht, dass verschiedene Sue für Projekte vom Staat noch nicht kommen sind. Also ein bisschen ein Problem, den generell durch immer raus, überall die Kommissionen, die am Staat geschrieben haben, noch an die Syndikate, wo dann am Anfang der Kontrolle finanziell sieht, da muss mehr detailliert die Ausgabe belöscht gehen. Und da laufen sie dann alle Hand run, müssen die Donnen liefern, müssen die Dokumente liefern. Und da sind zum Teil Subsidien an nicht ausbezahlt gehen. Und das natürlich für Organisationen, die von den Subsidien leben, noch kein anderes hätten, ein Problem. Da riskieren sie dass zu und da knapp gehen. Da hat Klimabündnis, die noch immer so auf Zeit gelöst, für so Situationen zu überbrücken. Bei einer ONG ist das noch viel mehr kritisch. Wir gehen aber davon aus, auch bei den Syndikaten sind zu und aber löser kommen, dass da noch der Klimabündnis Sensuren demnächst kriegt. Kotisation für die Gemeinde Schötter als 5.000 € für die Member zu sehen. Und über den Aktionsplan 2024 ist vielleicht zu sagen, dass da eine neue Veloskampagne gemacht wird mit Pro-Velo, die dann den Tour du Dorf ersetzt. Das ist dann zum Beispiel eine von den Aktionen. Vorgesehen ist auch 2024 das Klimabündnis mit ihrem Büro dann auch auf die Gemeinde geht, eine Entrevue mit der Chefferei tut, eventuell mit dem Klimateam, mit dem Amateurteam, von den jeweiligen Membergemengen, für dann noch über die Arbeit zu berichten und wie sie organisiert sind. Voilà, als Delegé du Transport hat Jean-Marie dann noch nachher abgeschrieben, dass ja, den 10. Dezember ein Vorplanwechsel war. Das hat aber für uns Gemeinde kein groß oder überhaupt kein Changement Réseau RGTR brut und auch nicht Réseau CRL von der Linie 30. Bei verschiedenen Buslinien und Schulen sind Adaptationen gemacht. Voilà, dann auch nach eine Rückmeldung aus dem CGR. Wir hatten dem CGR Brief geschrieben, weil du aus die neue Konvention kommen und du hast den Verdelungsschlüssel geändert gehen. Du hast am Anfang einen Vorschlag gewählt, den intern von ihrer Kontabilität kommen, sondern so vom Conseil d'Administration eigentlich ugeholt gehen hast, dass nicht mehr geguckt wird, wie viele Beneficiäre für eine Gemeinde schaffen, und noch keine andere Schlüssel do geholt wird, wo vielleicht Projekte oder andere Sachen geguckt wird. Pro Gemeinde, wir einfach gesagt wird, die 5 Gemeinden müssen die Freien einfach durch 5 gedeelt, sodass allgemein 20% Freien überhält. Das bedeutet natürlich für die Gemeinden Schütter viel mehr, weil mehr drohen, weil mehr verschiedene, also hauptsächlich das Service der Proximität, von dem nicht profitieren, und dafür kostet es viel mehr teuer. Das CGR war aber an den Diskussionen du berät Investimenter von über 170.000 €, die sie an die Informatik machen, die hier Finanzmittel zu holen, wo dann nicht auf Gemengen abgedeelt geben, an eine neue Holz, eine elektrisch, die gegen Kraft gehen, die 60.000 € vorgesehen sind, ging dann noch über die Käse bezahlt gehen und dann eben so wie die Gemeinde sie brauchen, verraschen gehen. Voilà, ich meine, dann wäre ich mit Mengen Informationen durch und da gebe ich das Wort das Herrschen. Merci. Guten Abend. Ich meine, ich einen kurzen Rapport von 2 Reunionen vom SIDOR, wo ich Vertreter sehe, das ist dann eine Verbrennungsanlage
zu Leitling. Du waren der erste Sitzung als selbstsächte Komitee gewählt gin, du hast Patrick Goldschmidt zum Präsident gewählt gin, an da sind weiter Member de Gilles Roth, Lady Pulver, de Lou Linster an den André Zwalli. Und dann hast nach der Finanzkommission bestimmt gehen. Und an der zweiten Sitzung vom 27. November, du hast selbstsächte Budget gestimmt gehen an der Ende supplementär. Und dann sind aber auch die neue Touren für die Verbrennungsanlage für das nächste Jahr definiert gehen. Und du hast aber so, dass Touren für das, was Gemengen in Affären unverändert bleiben, sodass das keinen Impact hat für uns. Merci. Guten Abend alle von meiner Seite. Ich wollte euch dann noch über 3 Sachen informieren. Da ich das nur der alle heilige Vakanz als eng zusätzlich Nachwert angefordert ging für Kanner aus dem Cycle 1 Prekos Richtung Pavillon Cadolto an der Bayerner Stroß zu feiern, wo die Klänge dann lo können an einem sicheren Umfeld an der Mitstunde an dem neuen Gebäude von der Maison Relais Essen, weil Schuldstunde für die Klänge schon um 11:45 Uhr abhält, können die Klänge dann noch gesichert anführen, den großen an Maison Relais Essen gehen. Den Depart von dem Bus ist dann um 11:50 Uhr von Montags bis Freitags. Du holen dann 45 Kanner den Bus an der Retour Richtung Schule wird dann immer Montags, Mittwochs auf Freitags jeweils um 13:50 Uhr. Zusätzlich ist dann all Montags, Mittwochs auf Freitags den Depart bei der Schule um 16 Uhr für dann immer nach 30 Kanner Richtung Cadolto. Dann heißt dann zu sagen, dass die Nachwärten länger 40 Sitzplätze hat. Plünderen und Darrichten vom Pavillon als während aller Helgen Vakanz geschieht. An enger eischter Phase huet Maison Relais Dolo mal déi Kanner geplünnert, die aktuell an der Maison Relais Do sinn, fir die bestehende Struktur zu entlarchten. Den Arrêté vom Edukationsminister betreffend dem Cadolto, der 63 Plätzen agréiert huet, als ab dem 1. Oktober des Jahr en Vigor erlebt bis den 27. Oktober nächstes Jahr. Wir sind noch am permanenten Kontakt mit der Maison Relais, mit der älteren Vertretung, für immer von hinten Feedback zu kriegen, sowohl was Gebäudekette wie auch den Transport anbelangt. Den zweiten Punkt, wo ich euch vollzogen als den Rapport aus dem CISEC, der Tisch war eine Komiteesitzung vom CISEC, für den Syndikat als für die Exploitation vom Krematoire zu haben. Der Komitee war am 9. Dezember. Du hast so sagen, dass Gemenge Würmer Bfort auch neu rankommen sind, sodass 55 Vertreter an dem Komitee sind, du von der 32 die erste Keierlo dabei und 42 von denen 55 Vertreter waren dann noch Präser. Den Tom Jungen, den Präsident Sorton, als auch dann als neuen Präsident unaniem bestätigt ging. Und da waren dann 4 Plätze am Büro neu zu besetzen, auf 5. Monate sind rankommen. Du hast dann zu sagen, dass Simon Beissel, der Roman Merze, Schupeiting, Gilles Baum von Jung Lünster und den Emil Bodenberger von Besch sind dann eben an das Büro gewählt gehen. Da sind wir zu den Konten gekommen und zum Budget Rektifier 2023 und den Budget initial von 2024. Die sind alle gut in Unternehmen angeholt gehen. Der nächste Punkt im Ordnung du Jour war den von den Kotisationen. Du konnte man da gesagt, dass die Kotisation für Membergemengen unverändert bei 12 Cent pro Habitant pro Jahr ist. Dass die Schreiben mehr Resetten erwartet gehen, wenn es der Berechnung vom Recensement vom Jahr 2021 an nämlich auf dem vom Recensement von 2011, sodass sie da mit Resetten von 60.000 der Platz von 55.000 Euro rechnen werden. Beim Tarif vom Krematoire gibt es eine Änderung. Kremation von Anwohnern aus einer Membergemenge geht von 400 Euro auf 500 Euro rup. Für Nicht-Memberen an Ausländer von 600 Euro auf 750 Euro. Und hier kommt mit der Erklärung, dass die Preise seit 16 Jahren nicht adaptiert kaufen, mir hier Kosten, notamment für die Energie, geklommen sind. Was Zeremonien anbelangt, so bleibt das bei 75 Euro für die Memberen und 125 Euro für Nicht-Memberen. Verstrehe bleibt bei 50 Euro für Memberen und 100 Euro für Nicht-Memberen. Und dann als nach den Herr Jean Hoffmann als Präsident vom Conseil Technik unanim gestimmt ging. Die Aufgabe von dem Conseil Technik ist die, dass sie das Büro am Kader von der Vergrößerung vom Krematoire beroden. Am Conseil Technik wird dann noch eine Person abgehalten und hier kommt den Abruf und Gemengen, dass falls ein Architekt oder ein Ingenieur gewollt für den CISEC als Büro am Conseil Technik zu helfen, sollten diese schmelden. Als generelle Informationen konnte man dann von hinten gesagt, dass die zweite Urvelin aktuell erneuert wird und die wird voraussichtlich im Februar, März nächstes Jahr in Betrieb geholt gehen. Aus dem Grund geben dann noch aktuell Lichte Lehen bei der Anäscherung gehen.
Den Ausbau vom Krematoire wurde auch angefangen mit einem zusätzlichen Zeremoniesaal an neue Räumlichkeiten für Personal. Es werden aber keine zusätzliche Urwelinen gebaut gehen, weil die Erneuerung von denen 2 Urwelinen Kapazitäten verdoppelt tun, wird für die nächsten Jahre dann der Mond wird dann noch entsprechen. Sie schätzen, dass da bestimmt Ugangs 2025 Werte fertig sind, wie bei den Terrassementsarbeiten sind bitumenähnlich Auffall von gehen. Das ist noch nicht gewusst, wo die herkommen, an Quantität muss dann noch festgestellt gehen, für sie dann noch können eine spezialisierte Deponie zu verehren. Und da konnte man auch gesucht, weil die Umbau Arbeiten Comedy sich verbringen, machen sie den Abruf und Gemengen für mehr Zeremonie bei sich an der Gemeinde zu machen. Und dort hat der Staat Lützburg auch gesucht, dass sie den Centre Societaire Zenz als Alternativ zum Zeremoniesaal zur Verfügung stellen. Sie haben noch festgehalten, dass die Umbauarbeiten am Tag um 14 Uhr geben abhalten, für die Verstrehung von den Eschen dann immer nur mittig gemacht gehen. Da konnte man dann nach Pulzölle gesucht. Am Jahr 2022 goffen et am ganze 4.440 Stierfeld zu Lützeburg. Davon waren da 3.120 Anerschungen, also 62,50%. Davon 250 von Einwohnern aus Nicht-Membergemengen. Es goufe 720 Zeremonien, davon 472 zivil und 240 mit dem Religionsvertreter. 950 Dispersionen goufen am Jardin des Souvenirs gemacht, davon 810 mit Familie und aber 140 leider ohne Familie. Von denen Verstrehungen sind da 337 von deutschen Einwohnern und da konnte man als Erklärung von den Österzoll und Zoll, dass die Verstrehung an den Bundesländern vom früheren Westdeutschland, wo sich im Zweiten Weltkrieg verboten ging. Und das ist nochmal aktuell, ist das noch mal so. Als letzte Informationen von hinten konnte man gesagt, dass den 23. Januar hier Aufschluss erste wird, wo dann noch die austretenden Membres invitiert gehen. Das Invitation gibt dann noch notrechtlich geschickt gehen und da gibt dann noch gesagt gehen, wenn die das ganz da werden sind. Dann die dritte Information, wo ich schon mal gehen, also ein bisschen beunruhigend Novelle, und zwar betreffend dem Sierdalheim. Den 28. November des Jahres war die ordentliche Generalversammlung von dieser SPL, wo die aktuellen neuen Membres vom Conseil d'Administration Struktur präsentiert konnten an ein neues Büro, also das Comité de Gérance gewählt sollte gehen. Die Komposition bis den Tag für drunten war aus sich, dass der Régis Meus Präsident war, Simon Massard stets Vizepräsidentin, Francine Ernest Trésorière, Nathalie Kiel Simon war Sekretärin. Und so war der so, dass die bestätigt gouf mit Ausnahmen von Simon Massard, was dann eben durch den René Lauer von der Gemeinde Sandfall Saatginners. Du sind aber Konten vom Jahr 2022 präsentiert, die auch schon den 10. Mai 2023 präsentiert goen. Da muss man leider mit erstaunenden Partner feststellen, dass CNS für die Jahren 2018 und 2019 beträchtlich Monten von der SPL zurückfried, die an ihren Ehren zu Unrecht und den Sierdalheim überwiesen goen, wenn es non respect des Normen de Qualifikation. Das ist der Remboursement von 990.000 an 1 Million Euro für die 2 Jahre sich schon am Laufe von den Jahren 2021 und 2022 und der SPL gestaltet gehen, während dem so eben für das Jahr bis dato noch nicht für das Jahr 2020 kommen. Der SPL erklärt das Remboursement mit einer Reform von der Assurance Dépendance am Jahr 2018, wo eine Änderung von der Fakturation für Tät et Soins à Domicile gewährt, ohne aber konkret an Detailer zu gehen, an ohne interne Umänderungen zu präsentieren, für die Kriterien von der CNS nicht zu entsprechen. Diese Erklärungen sollen heute an einer Assemblée Générale extraordinär brücht gehen, wo die Gemeinde dann eben als Vertreter von dieser Gemeinde da ist und du willst heute nicht bei uns sein. Die Noven Kinder noch Konten von der zuständigen Fiduciaire präsentiert, an der Reviseur d'Entreprise gibt dann auch noch zusätzliche Explikationen. Der Sierdalheim hat dann auch im Prinzip de Prudence an Zusammenarbeit mit dem Reviseur d'Entreprise Provisionen für die Jahre 2018 bis 2022 gelöscht für die 4,6 Millionen Euro. Und das an Erwartung, dass CNS die Monto wird reklamieren, weil hier Entrevuen nicht positiv ausgefallen sind. Sollten noch zusätzliche Entrevuen nicht positiv ausfallen und CNS die Monto dann effektiv reklamieren, so wird die Sierdalheim nicht mehr nach den Jahren 2024 und 2025 finanziell können überstehen und dann noch nicht mehr liquid sind. Wir waren nur nach dem Ausgang von der AGR, also von der Assemblée Générale Extraordinaire den Novendorf,
mit vielleicht eventuellen Erklärungen bezüglich dem Nichtanhalten von den Kriterien von der CNS, der potenziellen internen Restrukturationen an dem Ausgang von den Interviews mit dem Direktor von der CNS und werden dann noch Kontakt mit unseren Gemengen abholen, für eine gemeinsame Position halt zuzuholen. Sobald wir da mehr Informationen haben, teilen wir sie natürlich auch mit. Das wäre da von meiner Seite. Merci. Oder? Ich wollte vielleicht schüss dabei sein, also ich meine, sie sind noch am Gange zu gucken, wo sie können Spuren an wie einen Finanzierungsplan können aufstellen. Das soll am nächsten Trimester nächstes Jahr sollen da Reunionen sein, wo sie dann noch aktiv auf die Gemengen durchkommen, dann ist das dann eigentlich erklären. Voilà, das soweit zum Allerf. Ich wollte dann eigentlich so, also ich fange heute an beim Wort und dann werde ich für den Jean-Marie Altmann als mit Progression aufstimmen. Der Nicolo wird für den Jamp mit Progression aufstimmen und der Paul für den Jules mit Progression. Voilà, da kommen wir zum ersten Punkt, Finanzkommunal. Und da gebe ich vielleicht als ersten Finanzkommission frohen de Luz oder wen wir als Herrn Navize präsentieren. Kannst du Schrift bei dem Mikro setzen, dass wir da außen das Streaming. Ja, merci. Guten Abend alle Herren, Monsieur. Also das versteht, wo ich das meine, dann muss ein bisschen indulgent sein. Live Zuschauer oder live Zuhörer, wie auch immer. Kommen dann op Navi von der Kommission de la Finance betreffend Budget rectifié 2023 an de Projekt vom Exercice 2024. Kommission huet an ihre Konsiderationen all die Informationen Rechnung gedrohen, die man von ihr skruten, mal große Merci davon. Das wären ziemlich viele Informationen, die wir auch müssen in einer ganz kurzer Zeit beerbechten und analysieren. Wir haben noch in Konsideration geholt Rekommandationen vom Ministère de l'Intérieur vom Zirkulär 2023/137 über den Plan pluriannuel de Financement, den der 26. Oktober 2023 rauskommt. Wir können noch konstatiert darauf sehen, dass die Rekommandationen appliziert tut, die zu einer doch ziemlicher Prudenz auf die nächsten Jahre oder die nächste Zeit werden rauskommen. Ein bisschen am Detail, was dann den Service ordinaire geht, da haben wir dann konstatiert oder konfirmieren, dass ein Budget rectifié 2023 clôturiert gëtt mat engem Exzedent vu 6,1 Millionen Euro, wat liicht iwwer dem Leiit, wat am Budget initial 2023 firgesi war, nämlich 5,9 Millionen Euro. Wat lo de Budget ordinär 24 geht, da hummer awer eng Diminution konstatiert vun 8,5% am Resultat, die fir rausgesinn ass par rapport um Budget rectifié 2023. 24 Wertresultat dabei 5,6 Millionen Euro Leiie par rapport zu 6,1 Millionen Euro am Budget rectifié 23. Wann in dat dann analyséiert, gesäit den dat effektivement eng Progression vun 5,5% an den Depens ordinäre Leiit, nämlich die ginn die 900.000 Euro entlucht. Aber man nimmt ein ganz leicht Progression von 1% an der Reset ordinären hun, nämlich 326.000 Euro. Heute geht da wo eine Explikation, wenn in Progression von den Reset ordinäre guckt, dann fällt man direkt op, dass man eine ziemlich klein oder eine faible Croissance, nämlich von 2% am Fonds de Dotation global vun de Kommunen firgesinn hunn oder firgesinn ass op Rekommandaun natürlich vum Ministère, sodat man do op 16,5 Millionen Euro kämen. An par contre hummer eng Diminution vun die 8% vum ICC Impôt kommerzial kommunal, den op 2,4 Millionen Euro gif Rof gouf fir näst Joer. Dewen ha net vergessen, dat allng D2 Posten 80%
vun de ganzen Reset ordinär vun der Gemenge ausmen, nämlich die 18,9 Millionen Euro. An den Depens ordinär as ons Orppes opgefallen, wat ewer erklärbar as wat normal ass, an den Depens ordinär fir 24 as eng ganz sterk Augmentationun an de Frais du Personell ze gesinn, nämlich die 12% op 6,07 Millionen Euro. Dat ass ze erklären durch 2 Faktoren. Den nächste Faktor ass, dat desideiert ginn ass ab 24 Cotisation und Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux op 21,01% ze hiwen, wat ewer quasi eng Augmentation vun 8% vun de Kotisationen ass, die vun Haut op Moer op en duerkennt. Den zweite Faktor sind natürlich auch, den wir nicht vergessen, 3 Indexationen am Jahr 2023, wobei die dritte recht richtig am 24er Budget spielt. Und es muss ja auch eine Tranche für nächstes Jahr 4 gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass auf verschiedene postpartikulieren Efforts von der Gemeinde gemerkt sind, für die Frais zu reduzieren, notamment als Beispiel an der Frais de Kommunikation, an Primär Publikation, den ewer 21% zurückgeht par rapport zum Budget 23. Dann haben wir auch eine Remarque nach ein Keier auch schon wie die Jahre für drun, wat den Service Forestier geht, den ewer all Jahres an einer gewissen Summe am Negative steht. An he stellt sich uns froh, an die auch schon die Jahre für drun exprimiert gehen oder das Souhait. Stellt sich Antwort froh, soll die nicht vielleicht ein Audit independent oder irgendeine Art Kontrolle oder Audit von unseren Büchern machen, und noch vom Mode d'Exploitation, für zu gucken, ob dort nicht Möglichkeiten bestehen, auch mit den Mesuren, die das Gouvernement angefordert hat, für zu gucken, dass das ein bisschen besser oder nicht zu tief an der Portemonnaie schlägt, sagen wir mal so. Des Weiteren wäre doch flott, wäre doch flott zu analysieren, was der Gemeinde die Anwendung zu suchen an den Depensen von der Clé de Repartition, weil die Installationen gehen einen anderen Schlüssel, Verdelungsschlüssel wie die normal Frais courant, die auf Davonation geholt gehen, die anderen Frais genannt für durch 2 gedeelt. Beim Logement do bleibt eng Remarque, die auch schon die Jahre für Druck gemerkt hast, besonders an diesen Zeiten, wo jedfried ringt no Logement à prix réduit oder so Logement modéré, loyer modéré, pardon, ob du nicht nach ever méi sollt mi eng zu summe mat paraetatischen Institutionen wie zum Beispiel das HPM zu summe schaffen, die ever proprietär vu verschiedenen Terrain an der Gemenge sinn an diesem Punkt. Das auch eng Idee von uns aus der Kommission raus, dat man mengen dat Gemengen net alkes muss de proprietär an den Gestionär vun den Immeuble sinn. Eng Rekommandation, die uns no der Präsentation, detaillierte Präsentation vum Audit vum Personal auch vun der Gemenge opgefallen ass, dat an Zukunft sollt wirklich Plan de Formation adapté opgestalt gin, dat mat Hëlle vun professionell Organismen fir ons Personal vun der Gemeng nach besser zu formieren an do de jour nach e bessere Service au Client respektivement à l'habitant ze ginn. Am Allgemengen wëssen wir alle gut, dat die Situation am Moment bësse schwéier ass an noch 24 kein einfach Joerwerk ginn. Dafür rekommandieren wir auch ganz prudent zu sinn oder ganz fäsig zu sinn, wat surtout Depensen ugin an der nächster Zeit an besonders kurzfristig gesinn. Am ordinär bleibt dann zu so, dat man ewer 5,6 Millionen Euro iwrech behalen, an déi da können an der Disponibilität stehen für de Budget extraordinär für die Projekte zu realisieren. Wat de Budget extraordinär ugeht, konstatieren wir als Kommission des Finances, dat man mat engem Montant vun 21,5 Millionen Euro ewer weiter an den Investissementer bleiwen. Das ist auch ganz wichtig, fir net Stillstand oder stoen zu bleiwen.
kann den afirhiwen oder einfach mal grob gesinn mir hunn 11,1 Millionen Euro am Logement abordabel an Equipement kollektiv hier gesinn. Et sinn 3,2 Millionen Euro an der Protektion de l'environnement fir gesinn, 1 Million Euro an der Protektion sozial, 1,2 Millionen Euro am l'enseignement an 2,4 Millionen Euro am Loisir, Kultur e Kult. Nach enke haier seg Rekommandaoun och oder an dingen mat der Situationun ekonomik, die ewer globalement schwéier ass an och nach Incertituden an der Welt rondëm stinn, muss en die Proen mat enger ganzer Viersicht swivéieren, vu ganz noswiieren an noch periodikement hannen dro bleiwen. mir hunn noch ganz gut von als Kommission, dat am Budget 24 op den extraordinären Depensen auf in den grosse Proen lo nëmmen die Sache stehen, die auch virgesi fir 24 auszugin op dat lo da wie sinn Projektionen, Etüden an so weiter an so fort. Voilà, dat gëtt doch eng Vision, die méi realistisch ass wetter nächst Jahr wann kennt. Wir suggerieren auch nach enkeier apart vom Plan pluriannuell vielleicht op den grosse Projekten méi noes wie Wizemen an den noch biannuell ze suivieren, wo d Projekt drosinn extra Kuen, die op en durchkommen könnten oder kommen, ob en Apps realiséiert huet oder net, dat gi einfach mir eng einfach vu gin vun halt de grossen Depense, wo man jo awer lo an dësem Beispiel vu bald 22 Millionen Euro schwatzen. An unserer Konklusion kommen wir dann, dass den Budget 24 de Prinzipien entspricht, die von der Madame la Ministre de l'Intérieur ausgeschwärzt gehen, an auch, dass uns Gemeng aktuell noch immer schuldefrei bleibt. Wir wollen noch merci sagen all denen Leute, die uns Galle vun Matten oder Informationen zur Verfügung stellen und Servicekommunoen und so weiter für die transparent an die effikaz Präsentation, die man gut. Voilà, ich will hoffentlich nicht vergessen. Merci, Luz. So, merci. Am Namen vom Chef der Gemeinderat, der ganzen Finanzkommission, für die Arbeit, die du immer mehr hast, wie du siehst, das ist immer ganz serierten Delay, das leider an der Natur von der Sache. Mit das dann anstrengend für die Leute. Sie mussten nach kurzer Zeit mussten sie viel Zeit, auch viel Disponibilität aufweisen, sich an die komplex und voluminös Material schaffen und dann ihre Konklusionen daraus ziehen. Du hast schon gesagt, ich meine, also Resula ist vom Chefrat für transparent mit der Finanzkommission zu schaffen. Das sind nicht alle Informationen für die Bausen auf der Place Publique zu diskutieren, aber das wisst ihr. Und voilà, wir sind froh, wenn wir erst konnte Satisfaktion gehen. Also merci für den Navi. Wir haben aber auch eine Stellungnahme oder gehen Antworten als Chefrat dazu und das wird dann Serge als Finanzchef stellvertretend für den Chefrat machen. Das, ja. Ja, merci. Voilà, schließlich bestehende Merci nun. Also ich meine, wir waren die hat gefreut für eine Finanzkommission zu kommen, für schnell Informationen zu gehen. Ich fand, war ganz konstruktiven Échange, war ein gut Zusammenarbeit dann. Hoffen, dass wir dann noch die nächsten Jahre am Jahren auch auf der Basis zusammen schaffen. Und bald sind wir ganz offen für Ihren Avis an Kritiken. Ich wollte schon auf 3 Punkte eingehen, par rapport zu meinem Avis zum Thema Service Forestier. Ich meine, die Schwätze von dem Defizit d'Exploitation persistant von 500.000 Euro. 2 Explikationen vielleicht dazu. Ich meine, auf der einen Seite muss ich nicht mehr so, wir haben auch Resetten, die aus dem Service Forestier kommen. Ich meine, an diesem Plan de Gestion des Forêts gehen die geschätzt auf 170.000 Euro. Das ist am Anfang all der Holz, was als Böscher holen, für als Anlagen zu betreiben, als Holzschnitzelanlagen, und das sind am Anfang so, die man anspuren, und dadurch, dass man kein Gas oder kein anderer Kächten hun für die Holzkächten anzugreifen, für erst am Anfang kein offizielle Rezept, die an finanzielle Rezept am Budget fanden, dass mir trotzdem aus der Depense, die man am Anfang man ankurieren, so viel, dass man da tun. Der andere das auch so, dass man ja trotzdem als Wertholz, wenn man nach am Bösch hun auch trotzdem benutzen. Ich meine, also Firster schafft auch ganz viel auch für Eis.
Gemeng oder fir ein Atelier, wo sie zum Beispiel verschiedene Installationen machen. Ich meine, du werden einen Alpaka stand, sind am Schulgard Sachen gemacht, sie bauen Bänke, Dëcher. Auch beim Stippi werden sie vielleicht nach den oder andere Projekt realisieren, so dass sie aber schon mit dem Bösch, dem er hun, mit dem Wertholz, wenn man da hun, ganz nur dem Motto Holz von Hai, auch Sachen realisieren, was zwar da kein Wand aus von unseren Bösch mehr Nerver noch kein finanzielle Rezepte bringt, mehr Nerver sind da Depensen, die man nicht tun, wenn man da eben in-house, was die sagen können, machen. Dann die andere Remarke zum Audit, ich meine, muss nicht immer abbehalten, dass die Gestion von den Büschen, auch von 30 Büschen sind, die Gestion von den Büschen und die Aufsicht von vom Pierstand, dann gehört eben zu der Administration der Nature des Forêts, also von der ANF, steht und dass sie am Anfang zuständig sind für die Büscher zu aménagieren. Sie stellen die Konzepte auf, welche Kriterien die Büscher müssen geriert gehen, dafür als Handhab du bisschen begrenzt, mit mir holen einfach Rekommendationen mit für am Gespräch mit ihnen zu gucken, wie du nach weiter Informationen kann kreieren. Dann zu der Remarque mit der SNHBM, den Terrain, die sie am Moment tun, du musst ihnen wissen, die Terrain, die das SNHBM haut holt, oder die größeren Terrain, die sie aktuell haut tun, die liegen nicht am Bauperimeter, die sind nicht am Bauperimeter dran. Das ist auch nicht vorgesehen, an den nächsten Jahren eine Bauperimeter-Erweiterung zu machen. Ich meine, das ist klar gesagt, wir wollen hauptsächlich innerhalb vom Bauperimeter als weiter Bande verdichten und nicht eine große Perimetererweiterung vorzuholen. Wir sind natürlich auch ganz offen innerhalb von dem Bauperimeter, den Terrain, die wir als gehören oder die wir in Zukunft nach werden aufgetreten kriegen, wo soziale Projekte, Logement abordable oder Logement akut und moderé sollen entstehen, für mit den staatlichen Akteuren zusammen zu gucken, wo sie wollen Projekte realisieren. Mit das natürlich immer als Intention, also immer für so sehr wie möglich auf den Terrain zu bauen. Und da werden wir dann Martine gucken, ob sie das für uns können überholen. Und dann sind wir auch da ganz offen, für Martine zusammen zu schaffen. Für die Gestion von Dingen, ich meine, du hast das neue Gesetz vom August von diesem Jahr über den Logement abordable, was gestimmt ging, das wird am Anfang die ganz neue Definition gibt vom Bayer Sozial. Wo wir müssen gucken, wie wir als Gemeinde positionieren, wen der Rolle für die Gebäude, die wir am Logement abordable haben, wie wir das strukturieren. Ich meine, da sind die ersten Überlegungen am Gang, da haben wir eine Übergangsperiode, die lebt. Aber auch da werden wir dann im Gemeinderat, wenn wir da soweit sind, als Idee mitteilen und da am Echange gucken, wie wir das am besten organisieren. Dann noch zum Formationsplan. Ich meine, der Formationsplan, das ist eben ein Hauptprojekt, den wir erkannt haben, aus dem Modell raus, wo wir auch schon direkt einen Auftrag gehen und wo auch als Service schon am Gang sind, für einen detaillierten Plan de Formation, den noch klar festgeschrieben wird, aufzustellen für das Service, weil wir wollen eben an Bildung, an Formation und an Bildung von unseren Arbeitern investieren. Dann ich meine eine Remarque, die da sowohl am ordinären Budget wie am extraordinären gesagt wird, dass durch die makroökonomische Situation wir nicht nehmen insgesamt so in der Dämmer haben, also wichtig für gute Kontrolle intern aufzustellen und das wie budgetär. Da tun wir auch vieles, da sind die noch am Gang zu gucken, wie man den Budget sowohl am ordinären können suivieren, aber auch bei den extraordinären Projekten, dass mehr Zeit noch können suivieren für die Karten, die eventuell kommen, mehr noch zu identifizieren und dann auch transparent am Gemeinderat zu präsentieren. Voilà, ich meine, das wäre von meiner Seite. Merci. Voilà, da schmengen, da ging man, wie das so üblich war, in den letzten Jahren ging man eine Tour de Table machen zum Budget. Ich gebe vielleicht aufhängen, wenn ihr erlaubt, mit Jean-Marie seiner Stellungnahme, den nicht da ist, weil das Budget ist und weil er noch am Namen von der LSAP-Fraktion schwätzt, und da ging man vielleicht so rundherum den durchfahren, wenn man so hin und her fahren möchte, hat nicht viel Sinn, wie das just nach der Nico dann noch von der Majoritätsseite dann schwätzt. Und wenn er dann mit der Kurse gibt, dann mit Jean-Marie seiner Stellungnahme aufhängen. Am Vierfeld will ich also am Namen von Jean-Marie, am Namen von der LSAP-Fraktion, alle Beteiligten für die Abstellung von diesem Budget eine ganz große Merci sagen. Ein Budget, den als flott und ausführlich präsentiert ging, als Basis von einem Budget als die Schaffenratserklärung. Aber nicht alle Projekte können direkt an den nächsten Jahren umgesetzt werden. Bei diesem Übergangsbudget gesagt ihr aber, dass bei vielen Projekten noch Kontinuität gesagt wird, nachdem es schon gut für Arbeit gelegt wird.
Am Budget ordinär ist zu erkennen, dass leider Depense mehr sehr klamme wie Resetten. Dafür muss doch geguckt gehen, dass Cheier nicht zu groß wird und entweder Depensen raufgesagt gehen oder Resetten rauf. An diese schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass dafür regelmäßig Unkästen am Erbehalt gehen, Projekt permanent zwiebelt gehen. Dafür sind verschiedene Maßnahmen, auch was einen kleinen Impact ganz wichtig. Zum Beispiel bei der Öffentlichkeitsarbeit, wo ein neuer Kontrakt ausgeschafft gehen ist und dadurch das Depensenkonto gedrückt gehen. Dasselbe für die Putze von der Gemenge Gebäudekette, wo eine Ausschreibung gemacht gehen ist und Kosten rund 105.000 € am Jahr können angespart gehen. Hier gehen jetzt sicherlich nach anderen Möglichkeiten, wie in den nächsten Jahren kann Depensen drücken. Ein von den größten Projekten, was der Montant am Budget 2024 angeht, sind die neuen Infrastrukturen abbiesend. Pläne von der neuen Formationssaal mit Bewert an Tribünen waren schon 2018 ausgeschafft gehen und dem Komitee vom Fußball präsentiert gehen. Über 5 Jahre hat das Projekt gedauert, ohne dass aber wesentliche Veränderungen gemacht wurden. Ein paar kleine Hürden wären nach Schluss zu holen, als immer nicht gesucht gehen. Recht am Frühjahr 2022 ist das Projekt mal am Gemeinderat aufgestimmt. Die Ausschreibung, die am Hirsch 2023 lanciert wurde, ist dann noch gleich aufgeschlossen. Viel Zeit ist dabei verloren gegangen, an Entretemps sind noch eine Sanitärkrise, dem Krieg an der Ukraine, an ein paar Indextranchen Preise am Markt drastisch geklommen, sodass dieses Projekt viel mehr teuer wird, wie initialement gedacht. Es soll dann noch in Zukunft geguckt werden, dass insgesamt Projekt nicht ohne zu schläfen und dadurch die Viren largement depassieren. Auch für den Tennisclub Schütter auch nach direkt eng Solution da ist, für den nicht eng direkt Solution da ist für den Ballon an der Wintersaison durch eine menoaltig Infrastruktur zu ersetzen und durch die Energiekästen zu drücken, kann in das Maßnahmen nicht mehr unterstützen. Natürlich auch das Projekt für die Hallen vom Erlebau zu Minsk zu begrüßen, haben wir der Halle mehr als Patrimoine und Gebäude, was nicht mehr am allerbesten Zustand ist, kann kreativ umgebaut und neu genutzt gehen. Wichtig ist, dass die Gemeinde weiterhin investiert, für die Halle von der guten Lebensqualität und für den immer weiter wissenden Anforderungen gerecht zu gehen. Der Budget extraordinär für 2024 ist ganz realistisch abgebaut, weil ja auch Projekte drinstehen, die effektiv auch 2024 können realisiert gehen. Für die LSAP sind all wichtige Themen an diesem Budget enthalten, vom abordablen Wohnungsraum über den Umwelt- und Klimaschutz bis zum Verkehr. Ein Budget, den an diesen unstablen Zeiten mit der nötigen Vorsicht abgestaltet gehen ist. Dafür drohen ist der Budget rektifiziert 2023 und der Budget 2024 schmatt. Voilà, merci für den Lauschen. Ich will da noch direkt vielleicht ein paar Antworten dazu geben. Ich meine, das vor, dass das Projekt abbiesend viel mehr teuer gehen ist wie initialement gedacht. Das ist aber auch so. Ich meine, dass wir da zirkuläre Ökonomie anwenden, das kostet als Medaille. Da sind auch nach also die Pier, die sind nicht viel getrappelt, nach vieles muss nach herausfinden, wie wir das machen. Das sind Entwicklungskosten, die müssen gedroht sind, die man an dem Projekt dran sind. Ich meine aber auch, dass das Bauen als dann, wenn irgendwie an 30, 40, 50 Jahre darin muss umgebaut gehen oder weggeholt gehen, dass das dann einfach entgegenkommt und dass man an dem Moment Käste Spuren, die als Hauptmedaille kostet. Ich meine, Gemeinde hat einfach da ein Vorbild. Funktion bis wohin, dass der da geht, wieder das Steve Kasten. Ich meine, das ist immer eine Diskussion, die wird muss gefordert gehen. Aber sie hat die Vorbildfunktion an irgendwo muss ja auch ein aufhängen, es besser zu machen. Voilà, dann ist die Geschichte vom Tennisclub mit dem Ballon. Ich meine, wir sind uns der Sache bewusst. Wir wissen, dass der Ballon eine direkte Influenz hat, aber als Zertifikation steht direkt an Prozente an, wenn wir da die Energie vergeuden, das ist nicht das, was wir machen. Wir probieren einen raisonnablen Mittelweg zu finden zwischen dem, was gebraucht wird, für den Sport können auszuüben, und aber so man wie möglich Energie zu verbrauchen, dann ist es jetzt Emissionen zu reduzieren, aber wir sind schon angestrengt, mit das nicht einfach, dass noch ein bisschen nach kommt, der gesagt hat, hier ist eine Idee, und die ist umsetzbar, und das funktioniert, und das ist subtil, aber das ist im Radar, und wir schaffen mit viel Energie dort. Voilà, der dann hat Jean-Marie ugeschwat, dass das Suivi finanziell auch den Nummer will es ganz rigoros zu machen. Wir sind da viele Gespräche mit diesen Leuten, die an die Finanzen auf der Gemeinde schaffen. Und wir wollen in Zukunft wirklich immer wissen bei einem Projekt, wo sind Finanzen drohen, als das, was wir geduld tun, die Wien, die hier gestimmt kaufen, das, was den Budgetartikel 4 gesagt, als das anzuhalten, als nicht anzuhalten. Also, du hast eine Reorganisation am Gang, und mit den Summen sind noch alle nicht ganz motiviert, für zu helfen, und dass wir das auf 3 kriegen.
an dass man do an Zukunft dat besser gerieren. Voilà, wann du sos noch kein Kommentar mit sind, da gebe ich vielleicht wird weitergehen. Schötter Birger, de Serge oder de Paul oder merci. Ma merci auch für das Wort an guten Abend all guten. Für die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres haben wir ja bekanntlicherweise Leute, die also auf der Tele nachgucken und auch an den sozialen Medien, plus dann als Live-Bürger, die hier am Gemeinderatsaal sind. Bei ihr verschiedene Punkte am Budget angehen, wollte ich aber vorab dem Personal von der Gemeinde merci sagen für ihr guter professionelle Arbeit, die sie über 2023 und natürlich die Jahre vorher auch gelegt haben. Dem Alain an seiner Equipe von der Administration, dem Dan Pacciotti unterstützt vom Service Technik, dem Tanja Weles am Service Urbanistik und den Daniel Flies am Développement Durable. Nicht zu vergessen, des Herr Schoffmann mit den Mitarbeitern aus der Regie und last but not least doch dem Oliver Plyer für seine Equipe aus der Conciergerie. Auch ein dicke Merci. Bei Schötterbierger gehen wir nicht weitere Ballchiffren an, aber wir haben aber Fragen und Anmerkungen zum Budget. Fängt man bei den Reset-Ordinären an. Da ist ein Montant von der Partizipation vom Staat für den Emploi zu promovieren von 200.000 also von 200.000 Euro auf 170.000 Euro reduziert gehen. Aber bei den Dépensen ordinären für den Emploi von jungen Chômeuren ist leider der Montant auch ein Ball 50% reduziert gehen. Wir interpretieren das so, dass der Wille vom neuen Chefrat für die jungen Leute und für Bürger über 50, die auf der Arbeitssicht sind, nicht mehr so präsent ist, wie das die Jahre vorher an der Legislaturperiode war. Für 2023 waren initial beim Budget initial bei der Wand von Gefährer respektiv von der Wand von Material von der Gemeinde sind initial 5.000 also 5K angedroht 5.000 Euro respektive am rektifiert 10.000 Euro. Auch für 24 sind also Monat 4 gesehen. Aber da wir natürlich flott für Gewürze gehen, was du da genau verkauft gehen hast. Bei den staatlichen Subsidien am Kader vom Jumelage sind Resetten angedroht gehen, aber was das da genau angefragt gehen. Bei den Taxen waren initial 30.000 Euro angedroht, wir haben rektifiert, als der Montant auf Null gesagt ging. Aber du hast vor, es handelt sich um Taxen für an der Recyclingcenter. Aber du hast vor, als bekannt, wie viele Firmen dann 2023 die Tax bezahlt haben. Der Montant also auf Null gesagt, wie gesagt. Für 2024 hast du auch auf Null gesagt. Das Weiteren ist dann noch flott für zu lesen, dass am Kader von vom Klimapakt dann auch Resetten an der Höhe von 200.000 Euro angedroht sind. Natürlich dank der guten Arbeit dann Erfolg von der letzten Majorität. An der letzten Legislaturperiode viel diskutierte Parking payant sind bei dem letzten viel diskutierte Parking payant sind auch 100.000 Euro angedroht gehen bei den Resetten und du gehst die 19.000 Euro für Frais d'entretien von den Eurodateuren, was unterm Strich ein gut Reset bleibt.
Bei Firlo aber firdrun hatte ich kurz die Remark gemacht betreffend die jungen Schaumäuren an Leute über 50. Firlo beim Personal zu bleiben, sie hat nach bemerkt, dass am neuen Organigramm von der Verwaltung Kontaktperson von der Gemeng an dem DPO, dat ist der Firma Consultis, zunter dem Depart von Ben Henches nach immer der designiert Ginas. Bei den Dépenses ordinäre gehen Budget 2024 450.000 € für den Botskontrakt, den bei der Submission herauskommt, auf verschiedenen Artikeln am Budget ventiliert, also abgedeelt. So wie notiert das, geht es um Botzen vom Campus. Wir wie also bei der rechtlichen Infrastruktur von der Gemeinde. Neben dem Fakt, dass der Kontrakt sich auf 450.000 € pro Jahr belebt und nicht wie von Bürgermeister auf meine Nachfrage hin annonciert, dass wir den Monat für 3 Jahre, stellen sich aber heute nach anderen Fragen, wo wir froh darüber wären, für eine Antwort zu kriegen. Das wären da folgende Punkte. Am Budget ist ein Monat von 15.000 € notiert für die Botzen von der Mesorelle. Als hij eng Änderung par rapport vun de letzten Jahren, wieke dat de letzten Jahre sie het vrede Fonctionnement die dit Botze couvriert hun. An do as jo Mesorelle, wo jo Caritas Jeune et Caritas Jeune Famille die gerieren. Bei den Dépenses ordinäre finden dann des weitere Budgetsartikel betreffend Botze von Infrastrukturen wie Terrain de Sport an der Musikschule, die gemäß dem Budget auch durch den Kontrakt gewürzt gehen. Es steht aber nach weiteren Artikeln am Ordinär betreffend Botzen, den sich auf Bâtiment communaux bezieht. Das Erbesten gäfe von einer Entreprise privé ausgeführt gehen. Als dat lo eng aner Firma oder als just ein Typo am Text. Wann en lo die Chiffren all Götten ze summe rechent, sie mehr aber ganz klar praktisch bis bald 10.000 € op dem Monat von 2023, wat Botzen von der Gemengeninfrastruktur betrifft. Ich denke, der positivste Punkt von der ganzen Sache wird sein, dass die Submission den Umstand mit sich bringt, dass die Finanzkontrolle vom Interieur zu diesem Punkt keine Remarke mehr wert tun. Chatterbierger wollte dem Chefrat das Weitere suggerieren, für Zeit noch eine Zufriedenheitsetüde zu machen, eine Zufriedenheitsumfrage zu machen bei den Nutznießern vom Campus, von den Gebäuden insgesamt, weil schon extra Reklamationen bestehen. Voilà, ich komme dann kurz auf op Reset extraordinär. Hier ist abgefallen, dass von der Sukzession vom Herrn Scheuer just eng Estimation angedrohen ist. Gibt es hier eine spezielle Ursache, für was kein genauer Montor angedrohen ist? Dann haben wir bei den Dépenses extraordinären verschiedene Kommentare erfroren. Wir unterstützen gerne den Assainissement Energetik und die Renovation vom Jugendhaus, wofür Gelder reserviert sind. Allerdings gäbe mir gerne wissen, ob der Chefrat darunter gedurcht wird, für den Edikateuren und die Jugendlichen provisorische Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen während den Nachbestand. Weil wir sind ganz klar der Meinung, dass, falls das nicht angeplant ist, dass das aber sollte gemerkt gehen, weil es geht ja schließlich um Sicherheit von denen, nicht der Sicherheit, bestehen noch technische Gründe, dass natürlich hauptsächlich die Jugendlichen, denen ihr Schutz wichtig ist, und auch das ganze Equipment, das mittlerweile am Jugendhaus installiert ist. Aber ich komme da weiter auf einen anderen Assainissement, das ist der von der Erler Pompiers-Kaserne an der Rue du Château. Für 750.000 € ist das doch begrüßenswert. Allerdings soll den Hai
genau wie beim FC Minzbech eng miser Disposition vun der Räumlichkeiten durch eng Konvention durch der Gemeng an der Amikal vun de Pompien Minzbeschëtter regeln. Für dëse Projekt stelle mir als aber nach frohen, wie mat de Parkmöglichkeiten. Gesäit de Chef déi 4 an as e staatlichen Subsidio gefrot. Am Budget selber was an sech do kein Artikel weiter zu fannen. Am dats mir den iwwersinn hun. Zu dem firdruscher genannten Service forestier gëtt genau wie die Lächtüren firdrun Material beikaft an Material wat muss erneuert gin. Eng froh die mir als allerdings stellen ass de Kaf vun enger Chodie a bois. A dat obwohl et einer Möglichkeiten Alternativmöglichkeiten ginn fir ze hëtzen. Die Gemeng schëtter durch den Klimapakt joch ganz klar promoviert. Ha gi mir dann an die verkehrt Richtung oder, weil das ja woch konträr zu der CO2-Bilanz. Bei der Gestion des eaux usées as opgefallen, dass de Montant fir Tiefefläche Wasser beim Schëdebierger Richtung sehr vun 200.000 Euro op 50.000 Euro reduziert gin ass. Gët fir eng Ursach. Et ass jo gewusst, der nächste Punkt, dass ihr gewusst, dass der Wasserbasin Neueisien net mit top ass an ein neue gebaut mist gehen. Me wo sind Gespräche drin mat de Proprietären für den Neubau. Den alle Schäferrot hat das Gespräche ja schon an Weh gelegt. Bei den Logements à prix réduit sie verschiedene PAP, de Breim, Kalek, beim Schönnebiersch agedrohen. Mir fuhren als allerdings, wie als der Punkt mam Haftmonitor. Wie steht es Torems? Du müsst ja an sich Logement abordablen entstehen. Oder weißt der Chefauto einer Informationen. Zu der 30er Zone war ja annonciert gehen, man stand noch richtig am Kapun, dass eng d'Ausschreibung recht nächst Jahr lanciert gëtt. Für wat die Retard? Weil dat hat an sich locher können, so wie doch angeplant war, kurz nach der Schulrentrée geschehen. Oder sind doch vielleicht Änderungen am Projekt geplant. Die Opposition hat ja bei der Präsentation vom Projekt am Gemengerot den Emplacement vom Fußgängerübergang direkt bei der Kreuzung kritisiert. Der letzte Chefrot, hat ja auch pro Chaussee proposiert für die Passage bis bei Pischelgrätschen zu deplacieren, allerdings ohne Succès, was pro Chaussee refusiert hat. Also lo in einem Moment hat ihr mit Succès, für interessant für das geworden zu gehen. Aber an sich nach einem Punkt, was am Kader von der 30er Zone kind geschehen, ich meine, das eng, du geht ja komplett den Kehr rund um Gar, rund um den Campus, geht ja alles frisch gemacht. Und da wäre es interessant, für natürlich nicht der aller Schule, auch minst bei Germat ran an das Projekt zu holen, für die auch zu revalorisieren, und für da gezielt durch Aktivitäten das Ganze doch mehr attraktiv zu gestalten. Voilà, dann komme ich zum Enseignement fondamental, also auf dem Schulcampus. Hier sehen wir, dass viele Etüden angeplant sind. Allerdings vermissen wir Budgets für die Umsetzung von den Mesuren, die bei der Risikoanalyse rauskommen sind. Das ist an unseren Augen aber ein ganz wichtiges Affäre, weil die Sicherheit am Campus zu garantieren, soll von den Prioritäten vom Chefrat sein. Dann haben wir nach ein paar allgemein Frohen, wenn ihr so guckt, oder wenn ihr sich daran erinnert, was da immer an den Wahlprogrammen stung. Da stungen Sachen dran wie Kannervereinsbus,
Verbesserung von der Barriere auf der Gare durch intelligent Verkehrsrouten, den Ausbau von den Lotstationen, dann Erfeierung vom Kirchepad, Planung von den Tiny Houses, Stationen vom Velo, das müsste ja noch viel gehen, weil mit der Majorität sind die Relationen par rapport zur Stadt ja wahrscheinlich besser wie für drin, noch mehr besser, gut wie für drin. Dann stung nach ein Vereinskoordinateur irgendwo an einem Programm, sowie auch, da das auch von den wichtigen Punkten, das überraschend, dass nicht so am Budget steht, der Pedibus, der ja parallel zum Schultransport laufen soll, an Planung vom Modell Sponge City für Wasser abzufangen. Das ist ja klar, dass die Sachen nicht können mit Montoren budgetiert gehen, das ist ja klar. Mit Planungen könnten aber ohne weiteres am Budget stehen. Aber dann auf den kleinen Kommentar zum Avis von der Finanzkommission. Und zwar gehen sie dass die Terrain von SNHBM nicht exploitiert gehen, weil aber ganz klar nicht so richtig ist, weil als Landwirten, als Bauern, die exploitieren die Terrain größtenteils. Voilà, da komme ich doch schon zu meinem Schluss. Und der Schluss vom Budget ist auch dann den guten Überschuss, den wir holen von etwas über 3 Millionen. Und da gibt mir dann dem Chef Roth suggerieren, von den 3 Millionen, 2 Millionen an die Reserve von der Gemeinde zu setzen, weil das für, wenn ihr in das Budget guckt, mit all den Projekten, wo Etüden sind, gibt die Reserve von 2 Millionen, gibt die gut an den Reserve von der Gemeinde stehen. Aber für drun hatte ich den Gemeindeservice, merci für habe ich gesagt, nicht vergessen sind auch als Vereiner Polizisten vom Seedal-Kommissariat, der CGDIS, der BISELF und der CGR. Voilà, das war es von meiner Seite. Ihr alle guten merci für Nullaustern und ich wünsche euch und eurer Familien schöne Feiertage und ein glückliches Jahr. Merci, voilà, ich kann dann nur das Mikro freigeben. Ja, vielmals merci, Serge, für die vielen Gedanken, die es da gemacht hast, über die Budget, viel frohen. Wir probieren ob ein großes Ziel zu antworten. Ich wollte just so, also wir haben eine Schafferrotserklärung gemacht und du hast Wahlprogramme gelesen. Da stehen aber Mengen Neuerens. Wir gehen den 19. Juli veredigt, dann machen wir Vakanz, bis den 3. Dezember ist alles fertig. Also ich meine, das ist schon ein Programm für die nächsten 6 Jahre und da werden noch ganz viel geschehen, wenn man dann 5,5 Jahre oder kurz vor der Wahl den Bild macht, dann geht ja wieder noch 10 Meinungen dazu und dann gucken wir, was dann geschieht. Voilà, du hast den nächsten Punkt angefangen mit dem Budgetartikel über den Emploi. Also da ist es so, dass wir da nicht zurückschrauben, auch wenn das vielleicht am Budget so ausgesagt. Wir haben also aber gesagt, ich meine, wir schaffen viel mit denen Leute 50 plus. Wir haben ja 5 Stück im Moment gehabt. Du hast noch einen Damm, der an Pension geht. Und die haben wir da rausgerechnet aus den Paien, weil wir noch nicht wissen, wo man vielleicht so eine Person brauchen. Wir haben noch gesagt, wir gucken mit denen 5 1 zu gehen, oder nicht nächstes Jahr 7 zu und das Jahr drauf nicht. Und danach immer mehr, also ich meine, wir schwätzen ja ganz viel den doch über die Bronzen am Ordinär. Die Leute kosten uns zwar nicht teuer, aber ich meine, wir müssen auch eine Verwendung für so haben. Wir stellen so nicht mehr an, für sie anzustellen. Also wir mengen, dass wir mit 5 gut gingen fuhren. Was die Jungleute geht, da hat man effektiv die Mesure Campus, man denkt, Joffer, die da an den Accueil gemacht hat. Da haben wir darüber diskutiert, auch mit dem Responsable von der Conciergerie. Und da ist aber kein wirklicher Besoin, da für die Person da zu behalten. Dafür wollen wir da nicht weiter vor. Par contre, werden wir aber auch einen Jungen anstellen, den wir an unserem Service Jardinage werden formieren, weil wir aber wissen, dass von Leuten Diplom haben, sie bessere Zukunftschancen haben. Ich streng Arbeitsbeginn am Herzen noch mit dem letzten Jungen, den wir da ausgebildet haben, der hat auch einen guten Platz fand.
an die Leute die wissen, dass sie nicht bei der Gemeinde angestalt gehen oder wir werden da immer wiederholen, aber sie kriegen aber schon eine Ausbildung zu machen. Also auch da geht es mit der selben Dynamik an der selben Idee für und auch wenn wir den Budget oder konnten ein bisschen draufsetzen, weil wir im Moment noch nicht wissen, wo an die Preise dann nicht mehr muss bezahlt werden, wenn die Person an Pension geht. De Jummelächt ass de Subsid am Budget well mat iwwer den Innenminister do bei eisen Aktivitäten, Wa man ja dann als Partnergemeng Siegelsbach fuhren do effektive Subsid können nur froen, an de vum Innenminister bezuelt gëtt. Dann huest der vermëst, dats du die Taxen vu den Entreprisen net mehr Budget stehen, die stehen effektiv net mir dra, weil dat wo alles op den enzien Taxen Artikel vum Recyclingcenter gebucht gëtt. Voilà, dann war die froh mat der Ausschreibung, wo da fir mir so Relais die Suen firgesinn hat war Fehler an der Ausschreibung, weil dat effektiv iwwer Caritas lebt an eben net an eiser Ausschreibung het sollen dra sinn. Voilà, mir hun bislo na net Leiit gefrot wat vum Dach eigentlich schon de Retour iwwer putzen, also mehr Reklamationen sind beim Schäferrot jedenfalls nach Kengo kommen. Gëtt lo keng Reklamationun, dass man proper wie, das net gebotzt wird, das dem Talsch gebotzt wird, also go neicht. O kontra scheint an enger ganz kurzer Übergangsphase dat awer wunderbar zu klappen. Und ich will dann awer enke ganz deutlich soen, das Gesetz als verpflicht die Ausschreibung zu machen, dass dat net einfach eng Idee ass, die so huet, an dass dat richtig ass an den Manner daiere kriten Marche am bezuelen awer Manner daier ha, ich wees noch net, wo man du net an der Kommunikation net een sinn méi ënner dem Strich bezuele ma Manner an voilà, dats eng einer Firma, die de Ausschreibung gewonnen hat, dat se so. Dann war die Geschichte von der Estimation, wat Haus Scheuero geht, du hast effektive so, dass man da nicht genau wissen, wat der letzte Stand von der Erbschaft ist, weil du nach Rechnungen aufgehen, die müssen ja aber alle gut bezahlt gehen, wo nach Kontrakte waren oder Abonnementer waren oder wat für Rechnungen eben nach ob den Herr Scheuer durchkommen wären. Und auch der Not, der hat noch keine Aufschlussrechnung gemacht. Also du sind wir noch nicht im letzten Stand für das eine Estimation. Wat ugeht derbechten am Jugendhaus, ich mengen du hast ganz klar wie bei all Chantier, dass an Gemenger immer du beispielhaft gewespel Mengen, da war der Gemenge immer viel méi gemerkt wie dat dubause bei en private Gif gemerkt gin, dass fir Zcherheit gesuercht das ganz selbstverständlich mir als bewusst sinn, dass du jugendlicher sinn mir hunne Sicherheitsdelegierten den sich um die Sache kümmert, dann ich mengen dass dat mam Jugendhaus zu summen zur Zufriedenheit an zum so aufgewickelt wird Kinder so Funktionament garantiert das Hauptsächlichbause geschafft. Ich meine, dass du kein Sursprach zu bestohlen. Dann also der Bau an der Rue du Château, da steht effektiv nach Subsid am Budget, weil man da nicht wissen, wir haben Lomolio an der Budget gesagt, wir haben dem Projekt echt mal das Planung nicht fertig, da muss auch noch mal der Pumpchen geschwert gehen. Also der Last noch nicht so weit, dass man lo Modo fenke mat bauen, wir hoffen awer am nächste Jahr da man da unzukommen an du muss man so nach renseignieren, wat Subsiden, dass du méigich sinn. Wir wissen alle gut, dass immer den Subsidiekatalog neich so einfach ass. We bezielt den Subsid muss Virrun ufroen, muss dem Devi hunn, op den sech baséiert gëtt alle go die do Geschichten. Me dat geschieet nach awer man dann eng Idee hunn, wat den Subsid kann sinn, der schreiben man an der Budget an. Da gëtt auch die Konvention, ich mein, der hat man awer schon gesot ausgeschafft an dat auch schon. Dat war am Anfang eng von den nächsten Approchen, wo mat de Pomschen eben iwwer de Projekt no gedet gin ass fir ze so wann investiert gëtt, mussten die so fassen noch fir enrer enger Form dann immer dat muss definiiert gin disponibel sinn so wie du gesot hast, dat auch bei den Infrastrukture vom FC Münzbech wert sinn. Voilà, dann hummer den Investissement an den Uwen, dat ass am Fong de Projekt Stippi, wie mir nennen, dat fir de Schalle do ze hëtzen, mat se Bëcher, mit de Problem as do, dats man ke Strm do hunn fir Lu zu merken, eng Batterie do hinnersto, dats also Manéiere, wie man do können hëtzen, awer limitéiert sinn, die technech Meigkete limitéiert sinn, an bon, das die grosse Diskussion den Haut huet ass Holz CO2 neutral oder net, bis dato war immer so, dats auch Holz
CO3-neutral definiert gehen das natürlich ob es stöpst mat verbunden mit du so net Holz verbrannt das war net nedig gött zwar viel gebraucht auf hun gemerk also all wo enke as Schul do mir wann der mist sind da kein den enke hützen mat Holzweise bëche de Rendevous mat de proprietäre fir de Wasserbassen am neuesten ass am Januar den ass festgehalen den da an de Dauerzeit steht an de proprietärer so informéiert dann weil du auch do well Fero kommen an de Bas enger neieren do sind nach die Detail am proprietär zu erklären wie man dann definitiv d'implantation vun den Wasserbase festhalen wo definitiv dann DW an die Servitut so festgelet gin dat das chauffeur und dat richtig gesot drüber geschwert gin mit das awer an neicht nach kein Akkord an an schriftliches dat muss probieren man dann ab Januar dann noch zu machen. Voilà, mat Reserve budgetär du hast so dass man wat all die Suen die man dra schreiben dann do nëmme mi könne fir den ordinären Defizit gebracht zu gin also ob dat lo die gut Option ass dat muss dann awer en giwer leen mat haf Monitor du hat man nach Kekontakt mat den Leute dat fir nächste Jahr sto zo dresseg du hat man bis lo net die definitiv Genehmigung vu Point Chausse van delo dosinn dann schreiben wir auch aus. Du hast aber die Idee für das Solo an ihrem neuen Mesurekatalog auch, dass man können so sogar nach mir weit developieren, wie das bis geplant war. Und ich meine, dass das ein gut Sache ist, weil man dann aber auch für den Velo etwas mehr, das ist nicht optimal. Wir wissen, dass ob der Hauptstraße da etwas zu machen von den Konditionen, die gibt, kriegt man nie etwas Optimales. Wir gehen aber so weit wie möglich für das Risiko bei Accidenter Ruf zu setzen an du hast eben Geschwindigkeit Mëttel mir wësse wann mat Geschwindigkeit Rufsetzen Manner Verletzungen bei Accidenter Manner CO2-Emissionen Manner Comeédie an Straßeraum gëtt eigentlich besser gedeelt zwischen den verschiedenen Verkeiersteilnehmer op die lo am Auto sitzen wëlle sind also du gëtt Abfang der Hierarchie Niveau gesagt Menge man das gut an eng wichtig Saras dat dann noch durchzuzählen. Voilà, beim Enseignement fundamental hast du zugeschwert Mengen Reise aus dem Risiko Sit ganz wichtig an du werd auch nie Aufstrich machen, wann dem Unterschied von der Kanner geht. Natürlich sind im Moment noch viel Diskussionen am Gang wat der Projekt geht, weil man aber festgestellt haben, dass Doktoren Sit vielleicht nicht so 100% glücklich waren mit der Lesung, wie man so am Masterplan festgehalten und da sind Gespräche umgegangen, sobald die zu irgendetwas sabotieren, ich meine, da wollen wir den Gemeinderat auch fest abbannen und dann kommen wir den Informationen an den Gemeinderat. Voilà, nur schon die Bus ich meine, das ja schon ein paar Mal probiert, gegen das Projekt laufen zu kriegen, da das bislang nicht gelungen. Ich meine, das nicht vergisst, mit das war nicht als echt Priorität zwischen dem Juli und dem Dezember für über den Pedibus unzufangen zu diskutieren. Aber auch das ist einfach ein Projekt, den wir als können in der Zukunft stellen. Aber das muss von meiner Seite, ich meine, das sage schon, da war viel mehr zu schreiben. Ja, ich meine, Voilà, du siehst, du hast das gut gemacht. Ich meine, du hast grob aufgedeckt, war der Fall. Ich wollte gleich noch 2-3 Sachen, wo du nicht drüber gegangen warst. Ich meine, du hast eigentlich nach Mensch von der Gestion des OEG vom Schönberg, dass man da von 200.000 auf 50.000 Euro aufkommt. Ich meine, das Projekt so von der Axt, die da geplant war, da war die Budget gestimmt, war 197.000 Euro. Das Projekt hast du soweit auch schon realisiert. Gehen der Tisch mir ein groß. Und die Außendeel von der Post dran, das natürlich nur so nach den Ausschluss zu machen bis an Ziel. Aber auch da, wir hatten ja immer gesagt, bei allen Depensen extraordinären, wir machen das Budget mehr realistisch. Wir sehen einfach Sommer 4, wir hören die Budget, wo wir auch wirklich so, da haben wir ein Projekt Fehler, da haben wir auch einen Plan, wie wir das umsetzen. Da sind auch Gespräche zu feiern, wo die Trasse geht laufen, da muss man Akkord mit den Proprietär finden. Aber wenn wir dann ein Projekt haben, wo wir auch quantifizieren können, da könnte das Projekt auch an der Budget stehen. Aber dafür ist es aber nicht. Ein Zusatz, ein Montor für den zusätzlichen Trasse, den du fehlt, lo haut am Budget 4 gesehen. Wir ziehen aber schon so und do für die Etüden und so weiter, die du nötig sind. Ich meine, auf Monitor auch, ich meine auch, du hast ein Rendezvous 4 gesehen für ein Martin Schwätzen, mit das eben bei der PHP, und also so, jetzt kann ich noch ab 4 gesehen für Wohnungen zu bauen, wenn noch mal ein Projekt von einem PHP durchleitet, den auch in einer Prozedur, also ich meine, in Haft Bremen, also in einer Prozedur in Haft Schönberg, also das Projekt um Schönberg ist, an der Prozedur so weit aufgeschlossen, du kannst in der Ruf mal planen, du sind wir am Gang mal planen. Was man da will realisieren bei dem Haftmonitor wie bei anderen Projekten, die nach
sie gëtt, wo vielleicht schon Evaluierung gëtt von den Proprietären, wie solange man kein konkret Projekt Durchleien hunn, können wir auch nicht schon aufhängen, iwwer Logement abordable zu planen. Da vielleicht noch Pedibus, ja, das alles nicht vergisst. Ich meine, den Claude hat alles gesagt, das Wahlprogramm ist für 6 Jahre, wir sind am nächsten Jahr oder am Anfang von der Dinge, mir auch Pedibus als ganz klar am Radar, natürlich, wenn wir da die Chantier aufhängen, mit der Drehstation für den Showcampus, wo ganz komplizierte Chantier gibt, wo auch ganz viele Überlegungen müssen machen, wie man den motorisierten Verkehr gerieren, aber auch wie man den Fußgängerverkehr gerieren, also vielleicht nicht den opportunsten Moment, die nächsten Jahre, wo du die Chantier ist, für den Pedibus anzufahren, wirklich, dass die Situation schon so sicherheitstechnisch kompliziert wird gehen, dass das vielleicht nicht den opportunsten Moment ist, wo man gesagt hat, das als Priorität. Aber das nicht, dass man, wenn man nicht nächstes Jahr aufsetzen, nicht umsetzen, dass man dann nicht wollen an der Zukunft umsetzen. Voilà, von der Reserve, ich meine, du hast das proposiert, hunn all die Lächtjoren ëmmer gros Iwerschësser gehat, wann nie Ritz fir dat an de von Reserve de budgetiert setzen fir wie net, wo die Idee hier kënnt michch mein de Klot gut erklärt, mir sollen als Reserve gut gerieren, wir können doch einfach an dem se Budget matëllen gesinn net den Avantage fir déi op de von Reserve budgetiert ze setzen. Voilà, ich mein, dat war dat woch noch wollt ergänzen. Ja, Merci für die Erklärungen. Schenke mat de meeste Kommentar hun. Wat den Arkeum Campus betrifft, da muss ich aber bedenken, dat jo geschwind die Chantien da aufhängen an dass du op jeden Fall een Arkei méi wie notwendig ist, weil da komme die Metier permanent an Kitas dat doch de Rolle als vun engem Koordinateur Chantier méi du hast Arkei awer immer méi wie Hëllespreich an méi wie wichtig fir eben dat meest aus der Schule rauszuhalen. Da komme ich op die Remarque betreffend dem Kanal fir Trüdelasier, net Trüdelasier, bei dem Budget, wo der Hof gesagt huet, dat war an sich, dat soll ich fir droen erwähnen, respektiv frohen, wie dann ass mat dem Projekt fir eben dann Kanalisation river zu lehen, ënner der Reisebunner durch fir. Ob du schon Gesprächer gefauert gesinn, mat de Proprietäre vu den Terrain. An dann hätte ich noch eng Lächt froh, an zwar dat das betreffend den Hafmonitor, du hu der jolo ugangs des Joers Gesprächer Rendevous ausgesot gin, mir as dann doch schon een Kompromis präpariert gin fir am Kader vum Hafmonitor vun ihrem Bauprojekt. Mat de Proprietären. Für den Terrain. Ja, mat der Gemenge mat Molitor, mat der Familie Molitor. Ich verstehe die Frau nicht. Wir sollen einen Kompromis Martine machen, aber engem Sinn, für was? War du etwas viel gesehen oder? Ja, da sollte auch Terrain échangéiert gehen und waren sich an dem Kader. Ja, betreffend den Haft, den du stehst. Ja. Ja, okay, und dann am Fongol, das wichtig, weil ich für drüben bei meinem Beschluss vergessen habe, ich wollte euch dann auch noch mitteilen, dass mir Tschöterbierger das Budget werte matstimmen, nicht wie die Jahre für drüben, wo die Opposition sich allkehrs enthalen hat, für den neuen an ja, eine Attitüde ausbaut. Ich meine, jeder kann da machen, wie er will, aber wir werden also auf jeden Fall für den Budget ersetzen an auch dafür stimmen. Ja, merci. Also ich will den kurz antworten auf die Punkte, die du dann gespart hast.
Also wir hatten lo noch nicht mal die proprietäre geschwart für den Kanal, den Rehwasserkanal bis ans Ziel zu lehen. Wir haben aber dezidiert, dass wir den Rehwasserkanal am Kader von der Zone 30, die froh stung ja nach ob man den solle lehen oder ob man den nicht soll lehen, dass wir da dezidiert tun, den zu lehen, weil aber immer, wenn ein neues Projekt entwickelt geht, ein Trendsystem möglich ist, weil auch alles da aber abgegrabt geht, damit war ich froh, ob ein Innerbau erbechte möchte oder nicht. Und wir mengen für Überfläche muss ich alles an 3 zu setzen, neue Belag zu machen, das gibt ja auch die gefärbte Belag, den dann noch nicht mehr so einfach ist zu ersetzen, wenn da Reparaturen oder Ausschluss muss gemacht werden, haben wir dezidiert, dass wir auch den Rehwasserkanal mit an die Ausschreibung ragehen, den ja auch später ein Kehr, wo der Passage an Niveau ist, da ein Kehr durchgeführt wird, wird dann da an zu vor mit dem anderen Kanal, da muss man ein Kehr an Gespräch mit den Leuten gehen. Da war noch nicht der Moment für das zu machen. Im Moment geht ja mal den Schönbierst dann realisiert. Und durch Recht das muss ein Kehr gemacht gehen, aber am Moment haben wir das, war da noch kein Gespräch. Weil der Kompromis mit dem Monitor angeht, also ich verstehe das ja so, Kompromis mit der Familie, Monitor, da sind wir so weit noch nicht. Also ich gesehen nicht in welchem Kontext wir da was von Kompromis sollen machen. Also sie, das ist die Information, die wir haben, sie wissen ja zum Teil selber noch nicht, wie sie das da, wie sie die PHP entwickeln wollen, was sie da von Formen, Wundformen wollen anbieten. Also wir haben also als Gedanke schon gemacht. Wir werden noch ein Rendezvous mit ihnen machen. Wir sind offen für viele Solutionen, muss ich gucken, ich meine, wo sie hin wollen, wo wir als Gemeinde der Hand stehen. Ich meine, das ist klar, dass die neuen Regeln vom abordablen Wohnungsraum spielen werden und müssen. Ich meine, Gesetz also nicht mit zum Gehen. All die Fragen muss man mit ihnen klären und antworten. Sie scheinen noch nicht so pressiert, zu führen zu kommen. Das haben sie vielleicht schon Rendezvous bei uns gefragt, wie andere Proprietäre nicht entre-temps schon gemacht haben, mit anderen Projekten. Ich denke, dass das aber Anfang des Jahres zu Sternwert kommen und dann, wenn wir mit ihnen geschwatzt haben, dann mit klar gesehen, was ihre Projekte dann, ihr Projekt da sind, wo die Gemeinde sich da abbringt, in welcher Form auch immer, dann können wir auch vielleicht, ob die da froh dann antworten. Voilà, eine Decision für den Budget mitzustimmen, meine ich, als nicht mehr begrüßenswert. Und voilà, dafür will ich dann noch schon merci sagen, das ist schon noch etwas. Ja, ich wollte vielleicht schützen auf den nächsten Punkt von der Koordination Chantier. Also ich meine, den, weil in der Küche für Fournisseuren zum Teil zu überholen, wenn man den Chantier gerieren, ich meine, du, wie du gesagt hast, der Koordinateur Chantier, den muss gerieren. Es gibt ein ganz schwieriges Chantier mit all den Aktien, wie das muss gehen, Sicherheit von den Kanälen. Ich meine, du hast immer gesagt, das sind Hauptdinge. Also ich meine, du brauchst ein Büro oder eine Person an dem Büro, die das experimentiert, daran sind, die sich daran kümmern und die das assurieren und die Tasche sind wir wirklich an dem Kader bei dem Projekt, bei denen Büro d'études, die das chargiert sich für das sicherzustellen, dass das zu einem Moment sowohl für die Schule als auch für die anderen Akteure auf dem Campus funktioniert. Und ich meine, du gesagt, okay, ja, mit dem anderen Madame, die den Accueil gemacht hat. Voilà, dann ist nicht Paul, was du tun? Dann geben wir mal die Geringfunktion gut. Merci. Schöne guten Abend noch von unserer Seite. Dann, Marianne, wir werden uns so fesseln, wie wir das letzte Jahr gemacht haben. Also, vorab wollte ich dem Chefbüro eine ganz große Merci und noch den Beamten, die hier Zeit und Energie für die Abstellung von diesem Budget gemacht haben. Eine große Merci auch der Finanzkommission für ihre pertinenten Avis. Und da hat effektiv, wir hatten die nämlich froh, die Dynavalusche vom Serstün erklärt genas, das hat uns nämlich ein bisschen gesteuert, wo der schreibt dann, dass wegen dem soziale Wohnungsbau Korb und parastatische Organisationen wie das an HPM gemacht soll, die aktuell Proprietäre von nicht erschlossenen Terrain ist. Also wir wissen alle gut, dass die Terrain just Spekulation sind, dass sie nicht am Bauperimeter sehen und dafür hat uns so ein bisschen gesteuert, dass das an einer Finanzkommission gegen dran kommen. Also wir hatten ein bisschen Angst, dass du irgendetwas fehlt ändern, für das dann du aber kein gebaut gehen mehr. Das Herr uns wieder beruhigt, dass das nicht so ist. Und voilà, das sind wir auch beruhigt. Mir just zwei Remarken zu den ordinären Depensen.
handelt es schon natürlich die laufenden Kosten und die Gemenge nicht funktionieren könnt. Und dann wird man so ein bisschen lang mit den extraordinären setzen. Was Personal betrifft, begrüßen die Grünen natürlich Decision vom Chefrat für weiter kompetent Mitarbeiter anzustellen, also wie die betroffenen Services mit zu großer Arbeitsbelastung zu unterstützen. Genau wie auch von der Finanzkommission in der Strach fanden wir immens wichtig, dass uns Beamten und Arbeiter intern weiter formiert gehen, für die wussten Aufforderungen gerecht zu gehen und die Bürger auch weiterhin ein gutes Service anbieten können. Wir sind just extrem verwundert vom Sinneswandel von der freien Opposition. Beim Anblick von der Progression von 12% von den Personalkosten habe ich mir eine Remarque erwartet, wie es in den letzten 6 Jahren immer war. Wo immer dann von zu hohen Personalkosten für eine so kleine Gemenge gejämmert ginas, auf Frage gestellt ginas, ob wir dann unbedingt weiter Personal ausstellen müssten. Mit Spiel ändert sich halt, wenn in der Verantwortung ist, und mit den alltäglichen, immer mehr großen und komplizierten Taschen von den Gemengebeamten dann noch konfrontiert wird. Da kommen wir zum Wurstum. Die Grünen wollten auch eine klare Stellungnahme vom Chefrat zum moderaten Wurstum von 1,7%. Weil wir die Impression, dass der Chefrat seinen Zweifel hat. Das ist, weil an der Erklärung vom Budget von einem großen Challenge an enorme Wurstumsdruck geschrieben wird, an des Weiteren erklärt wird, dass wir nicht genug aus dem Fonds de Dotation Globale des Kommunen kriegen, weil für die Berechnung vom Verdelen von dieser Dotation den Hauptkriterium den von der Population ist. Und durch uns echter moderate Wursen uns Gemeng also benötigt das. Wenn ihr das so liest, spielt in irgendwie, dass der Chefrat nicht 100% an dem moderaten Wurstum steht. Ich hoffe, dass uns Gefühl uns täuscht, weil sonst ging das ja heißen, dass gegen die Wille von den Bürgern geschafft wird. Kommen wir mal aber zu den extraordinären Ausgaben, zu den Bauprojekten. Der Ressourcencenter, du hast uns froh. Fangen wir ganz von 4 Uhr mit Planen, neue Etüden, das geht dann ohne Point-Chaussee und auch ohne den Atelier. Ändert dann noch etwas in der Form vom Ressourcencenter, fangen wir nicht bei 0 an. Aber wenn wir alle Jahre so ein geringer Montant 4 gesehen, kann der nächste Chefrat sich vielleicht die eigentliche Baufeste kümmern. Die Holtechnik soll ja aus diesem Projekt rausgeholt gehen und auf einen anderen Platz hinkommen. Aber wohin? Müssen nur Etüden gemacht gehen, für den richtigen Platz zu finden, und da weiter Etüden für den Atelier bestmöglich drauf zu planen. Anscheinend soll dann die multifunktionellen Center ohne Atelier und von der Kont mit billig gehen. Was wir aber bezweifeln, wenn wir Zuhren, die schon ausgegeben sind, für die Etüden an Kontrollen, plus die nötige Ausgabe für die neuen Etüden. Und da sind wir dem eigentlichen Bau nach kein Schritt mehr. Vielleicht geht es mir billig, weil in ein Atelier einen anderen Artikel vom Budget setzt, aber das ist ja da keine Zauberei. Dem Chefrat seine Evaluierung war ja so, mehr Platz für das Ressourcencenter zu schaffen und den Kostenpunkt zu drücken, weil man nach Steck, eine Rampe muss gebaut gehen. Mehr als du und die mehr große Flächenversiegelung durchgehen oder zählen die umweltschonenden Werte nicht mehr, wenn es um die Spuren geht. Das ist ja klar, dass wenn die nämliche Surface horizontale wie am Anfang vertikale geplant erreichen will, das Fläche da viel mehr Boden versiegelt wird und den Atelier auf der neuen Platz zusätzliche Boden zu betoniert. Kann ihn danach von Vorbildcharakter schwätzen. Die sagt, das ist ein Übergangsbudget, das an der Kontinuität ist von den Projekten, die in den letzten Jahren hier im Gemeinderat gestimmt wurden. Mir Gott sei Dank sind verschiedene Projekte am letzten Chefrat gestimmt gehen. Sonst ging dieses Budget just aus Etüden bestehen. Und danach. Wie wird nicht weiter konkret und der Umsetzung vom neuen Dörfkehr geschafft? Leben wir die Projekte mal an den Tierrang. Außer die Projekte, die vom 4. Chefrat schon initiiert sind, der Wellus für die Industriezone, die Fußballsbüwert, der Puffer um Schulcampus und die Richterzone für die Schule, bleibt nicht viel von Eigeninitiativ. Sanierung vom Jugendhaus, von der Ala Pompiers Caser, die wir natürlich unterstützen, sowie Etüden für das Scout-Chalet an nur Zukunft zu vergrößern, und 100.000 € für Etüden zu machen, für ein Alternativ zum Tennisballon zu finden. Mit so einem Motto hatte ich schon einen Teil von einer neuen Halle gebaut. Du gehst vor dem Anne-Marie River. Wat betreft den dritten Alter, Jugend und Integration, fallen mir am Budget extrem wenig rum. 50.000 € sind viel gesehen für eine Etude. Ziel als een potentiële site te identificeren voor een altersheim of seniorenresidenz te bouwen. Letztes Jahr als een
gemacht gehen über die Besoin von Leid über 55. Mehr wie 500 Leute haben sich mehr gehen für die Mat zu machen. Ein von den Resultaten von der Umfrage war, dass jeder Leute so lange wie möglich nicht an einem Altersheim wollen gehen. Für was dann nicht gucken, ob ein Alternativwohnformen für eine andere ältere Leute kein vier gesehen. Und für was sowieso ausgehen, für ein Sitz zu fahren, wenn im Kader vom neuen Dorfkehr auch Wohnungen geplant sind, wo ihn das perfekt kennt machen. Het leidt am Center, nur bei der Gemeinde, aber beim Kulturhaus als Centre Medical, die dort gebaut sollen gehen, eventuell auch ein paar Geschäfte. Für das Jugendhaus zu renovieren sind 275.000 Euro vorgesehen, was natürlich ein gut Sache ist, aber außer eine Etude, wofür 14.000 Euro sie vorgesehen als ein Budget für die Jugend nicht. Datselbe gilt auch für die Rubrik Integration des Étrangers. Am Kader vom Pakt vom Zusammenleben, den die Gemeinde recent unterschrieben hat, geht anscheinend nächstes Jahr gar nicht innerhalb. Für Naturschutz sind 100.000 Euro vorgesehen, 50.000 Euro für Mesuren für die Verbesserung von unseren Gewässern und noch ein Kehr 50.000 Euro für Mesuren am Kader vom Naturpakt. Am Vergleich mit dem Betrag für Maßnahmen für das Klima ist das nicht viel. Die Klimakrise ist natürlich ein großes Problem, aber der Biodiversitätsverlust sowie der schlechte Zustand von den Büschern, Gewässern und Boden sind genau so große Probleme und genau so dringend wie die Klimakrise. Und dann noch ein kleiner Remark, in der Rubrik Lutte contre la Pollution sind 450.000 Euro vorgesehen für die Installation von Photovoltaik. Ich verstehe nicht gut, was die PV-Anlagen mit Pollution zu dienen haben, an Verschmutzung durch Licht, Camelia, Pestizide, kriegen wir keine Etüden. Davon ist schon einke weiter. Also was sie das betrifft, sind da bist du schon Gott sei Dank am Gang. Nicht, dass wir auch noch ein paar neue Etüden machen. Aber gut, wir nicht schon ein stark kriegen Konzept von Inka 4 gestaltet. Oder ist denen das gut genug, aber wir müssen noch eine neue Etüde machen. Dass wir die SIAS an ihrer Aktion sowohl am Klima-, Natur-, Wasserschutz unterstützen, begrüßen wir als Krieg natürlich. Aber wir freuen uns, ob wir nicht auch an einem von den Sektoren 4 Reiter an einem Projekt könnte gehen, also ein bisschen mehr weit gehen. Aber wie gesagt, mit der Bahnplansaktion, die an der Schafferhutserklärung dransteht, wo ist die Posten am Budget? Oder schwätzen wir von den 6 Bäumen, die als Gewässerrand streifen, an den einen, also denken wir uns beim Kadolto gepflanzt gesehen, als du mit Bäumpflanzen gemengt. Was die Verkehr an Straßen betrifft, begrüßen wir, dass der Umsatz von der Drischstation endlich nächstes Jahr aufhängen wird, also gut, vielleicht da bis bei Rue de Verger gehen wird. Hoffentlich mit breitem Trottoir mixt wie ufangs geplant. Obwohl wir uns freuen, wie die Bäume da stehen bleiben können. Aber das werden wir dann für die Umsetzung am Gemeinderat erklärt kriegen. Und für all einzelne Bäume mehr an der Gemeinde sind wir mehr wie froh. Der Wellosfee, die vom alten Schäferrot geplant war, wird dann noch umgesetzt, was die Mobilität in der Industriezone deutlich verbessern wird. Mit da kommen ich aber zurück auf einen von den Lieblingsdossiers von der DP vom letzten Jahr, was das dann am Budget 4 gesehen für eine Etüde für den Velosfee auf den Heihaf. Das war doch ein von den wichtigsten und immer nicht zurückkommenden Fragen am Gemeinderat. Also die Frage, wenn ihn an der Verantwortung ist, nicht mehr pertinent. Da kommt ich noch zur Schule, da es zu einer ersten Umsetzung vom Masterplan für die Schule und Betreiungsstrukturen könnt begrüßen wir natürlich und unterstützen auch die energetische Sanierung von der aller Schule an dem Jugendhaus. Wir fanden aber immens schwer, dass es mal nicht zu einer Evaluierung oder mal keine Etüde, was der Ausbau von der Crèche könnt, weil die platzt auch aus allen Nähten und du musst den doch auch nur eine Lösung sichern. Was den Wohnungsbau betrifft, lief nichts imminent Neues und da sind auch keine riesigen Summen am Budget 4 gesehen. Wir fanden es wichtig, dass die Gemeinde weiterhin ein Verkaufsrecht hat, auf verschiedene Häuser selber kauft, für Projekte auszuschaffen, die den Dorfcharakter erhalten sollen. Als Frau muss ich dann aber auch fragen, für was kein Ähnchen bei der Orange Week mitgemacht hat. Der Jahre 4 sind Leute aus der Integrationskommission und da sind die mitgegangen oder manst politische Repräsentanten von der Gemeinde. Er hat gesagt deutlich, dass so Themen wie Gewalt gegen Frauen von einem männlichen Schäferrot ganz anders bewährt gehen, und keine Priorität sind. Der Schäferrot will realistisch Summen an das Budget setzen. Aber wenn wir das Budget überfliegen, sind überall nur Summen für Etüde vorgesehen. Wie gesagt, es mit Aktion und Umsetzung aus. Genau wie an der Schäferrotserklärung fehlt an diesem Budget und konkreten Aktionen mit Eigeninitiative. Wir vermissen den Bass und den Courage, wichtige Projekte mit vollem Elan umzugehen. Wir bleiben bei vorsichtigem Planen, Replanen und Planen.
Am Budget sind ganz viel wichtiger Flottprojekte annimmt, mehr am Platz, das mit Courage umzugehen, bleiben wir lieber ganz vag und machen besser noch ein paar weitere Etüden. Bei all den Etüden, die hier im Budget gemacht sind, müssen sich doch bald als Hauptsponsor von der Büro d'Etude kommen. Und dafür werden die Grünen sich enthalten bei diesem Budget. Merci. Voilà, merci für Ihr Kommentar zum Budget. Bon, ich meine, die hat eine Analyse gemacht, eine sehr Analyse, eine Analyse, die für mich aber ganz daneben liegt, ne? Weil ich meine, wir haben Courage und dafür gehen wir eben auf den Weg, dass wir so viele Etüden oder viele Projekte, die wir bislang geplant hatten, aber nicht umsetzbar sind. Ein Recyclingcenter, wo wir auf eine Chaussee waren, das ist eine gute Idee gewesen, aber dann kriegen wir an den nächsten Sektion erkennen. Das ist nicht das, was wir wollen. Ich meine, die Analyse oder die Konklusion von den Etüden, die ist doch gezogen, oder die Idee gezogen, weil wir ein realistisches Budget machen. Das ist auch in den nächsten Jahren schwer zu verstehen, dass nicht mehr die Suchen draufstehen, die wir meinen, dass wir so rausgehen. Das war eben die Approche, die wir geholt haben. Wir wussten noch, dass wir das politische Risiko hatten. Das da gesagt, leider geht all Projekte, all Straßen, all Dinge, was wir bauen, geht leider mit einem Planungsbüro an. Erste, den nächsten spätestens muss, das ist so. Aber du werden, und das ist eben eine Approche, du werden da noch konkret Projekte, und das als feste Überzeugung ganz viel mehr schnell können umgesetzt werden. Voilà, ich meine, dass das, was dann bestätigt ist von der SNHPM, will ich dann noch ganz klar so, und das steht auch an der Schäferratserklärung dran, 1,7% stehen noch dran, die kann ihn ignorieren, muss ihn aber nicht, also der Wurstum, den wir als Kind haben, als Gemeinde, und die wollen wir als zahlen, dass wir die wollen müssen, dass man den muss steuern, das ist so der große Challenge, und du könnt das hier vom Challenge, weil auch 1,7% Wachstum bedeutet, aber neue Lotissementer, ich meine, die Bremen könnt, den Schönberg könnt, dass sie keine Lotissementer, die mir als das neue Majorität autorisiert oder approviert, und das schon weh, aber das bringt mehr Verkehr mit, ich meine, mit Loremenke, das Problem, das vielleicht einmal vergessen so von den Rückstauen, wo die Leute sich auch schon ausgelost, auch immer, da gesagt, wie sensibel den System aus von unserem Verkehr an der Gemeinde. Ja, sobald irgendwo ein Straße zugemerkt wird, in diesem Fall aus der Sauerbusch, dann merken wir die Reperkussionen direkt überall. Da ist ein Automobilisten NRW, sie anderen hier gewohnt stehen, und das feiert dann zu einem Mailverkehr, so kommen sie viel den auf jeden Fall, weil eben das Gleichgewicht eigentlich bald nicht mehr funktioniert, dann die kleinsten Straßensperrungen oder kleinste Chance immens Reperkussionen hat, weil der Verkehr also nicht, ich meine, das müssen wir so eins sein, also nicht von einem da auf den anderen, aus anderen Ursachen viel mehr groß geht. Nein, das als ein normaler Verkehr so kommt, spielt er nicht logisch mehr. War die Geschichte vom Personal, ich meine, du wirst es sicher auch noch dazu Stellung holen. Ich will aber so in den Formationsplan holen, mal ganz ehrlich, wir haben das ja auch schon an der Reunion, die wir mit Personal hatten, da haben wir das ja auch schon angekündigt, da gesagt, also den Ugeholle muss noch rausgeschafft gehen, als Leute sitzen intern drauf, und wenn wir das nicht hinkriegen, dann wollen wir noch externe Hilfe dabei, mit dem Formationsplan als aktiviert. Was den ICC geht oder der Fonds de Dotation, da geht es nicht darum, für zu sagen, wir fühlen uns benodigt, weil wir an der Abonnation nicht wissen werden. Wir fühlen ganz einfach, dass der Schlüssel nicht richtig ist. Der Schlüssel ist eigentlich angepasst gehen, dort Demos geheischt vom demolsten Innenminister. Dort muss man eigentlich noch reagieren. Wir gucken mal, wie der Schlüssel an der Umsetzung, wie der funktioniert. Wir als eine Gemeinde, die viel erwirtschaftet, die viel Gewerbesteuer hat, vielen Mengen, das zu wenig rum könnt. Ne? Da schwätzen wir nicht von mehr Abwohnerzahlen oder anderen Sachen, mit dem Schlüssel muss ein genau durchgehen. Und nur die Gemengen, die dann Nuancen haben, wir haben gerade geschwärzt, wir haben Verkehr, wir müssen die Infrastrukturen neu machen. Voilà, das bedeutet einen Aufwand für die Gemengen. Wir müssen dauernd beim öffentlichen Transport am Gangen zu hadern und zu streiten. Wir wollen mehr von der Reisebahn, wir wollen mehr vom Tram, wir wollen mehr Bussen. Alles das sind Erfahrungen, die wir müssen machen. Und da kann nicht sein, dass wir da Männer Einnahmen haben wie andere Gemengen, die den Aufwand nicht müssen treiben, die Probleme nicht tun, und eben haut die den Schlüssel von Abwohnerzahlen oder eine eben mehr so an ihr Käse kriegen. Ich meine, wir sind für Solidarität, wir wollen noch nicht zurück von da, wo wir herkommen, ich muss aber ein bisschen und denen Schrauben noch gebessert gehen. Also auf jeden Fall mal als Meinung und als Idee. Der Ressourcencenter, wie gesagt, wenn wir Marketing anfangen auszuschreiben,
wir gingen das Leben gern mehr. Wir haben aber nur verstanden, nur all den Jahren, dass es nicht, das Projekt so nicht für geht. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen ein Recyclingcenter haben, bis die nächste 6 Jahre sind. Und da müssen wir uns aufpassen. Und dann machen wir keine neuen Etüden, aber wir holen die Decisionen, die sich imposieren. Mit der Pro-Chaussee als live gemengt, wir hatten noch Kontakt mit ihrer Direktion. Ich meine, wir haben das nicht so von ungefähr gemerkt, aber wir spüren da einfach, dass ihre Projekt, dass das, was sie wollen, sie haben ja Konditionen geschrieben und haben sich da einen Brief präpariert, sie haben ja Konditionen gestaltet. Ich meine, sie wollen viabilisierten Terrain, sie wollen den operativen Teil nicht einschränken, bis der neue Bau da steht. Sie bauen mit Bâtiment public. Und ich stehe 30 Sachen so, und da wissen wir, dass Point-Chaussee nicht 6 Jahre da irgendetwas steht, wo sie können drauf plündern. Das heißt, wir machen 6 Jahre lang nicht. Und dafür gehen wir einen anderen Weg. Und ich meine, dass das den richtige Weg ist. Also, wenn wir Benchen bis durch heute für die nächste Wahlen, also, das war auch der richtige Weg. Was den Atelier geht, das ist ein bisschen selber. Ich meine, wir haben ein Projekt, da ist alles dran. Mit an die aber nicht ein Gerät kommen, also wir brauchen noch 2 Meter Carré mehr. Das Projekt ist nicht einfach, das ist ein unheimlichen Opfer, das wahnsinnig viel Rampen, wo in dauernd all Tag mit Gefährer Robbern rauf muss, was auch am Funktionament als suchen kann, muss man einfach mal ehrlich sein, was auch wahrscheinlich auch mehr Schreibsen und mehr Accidenten mit sich bringt, das ist einfach so, die Plätze nicht gehen. Du hast natürlich ganz recht, wir müssen dann, wenn wir da einen anderen Platz bauen, vielleicht ein bisschen mehr Boden versiegeln, mehr aus da aber den, wie soll ich sagen, der Preis, den wir halt bezahlen, ist das aber nicht wert. Und en plus wissen wir ja auch, dass, und das tun wir heute schon, die Monten, die nicht viel gesehen sind, zum Beispiel wollen wir in Zukunft mehr zirkuläre Ökonomie. Ja, wenn wir etwas so frappen. Wir hatten bei der Schule, bei der Kreis, das Problem mit den Holzen Terras. Die hat ja müssen ersat gehen, weil du Spleiter gefahren und so weiter war, dass die auf Zeit gelöst gehen. Für versucht zu gehen, hatten wir pro Meter Carré gebraucht bei einem anderen Projekt. Entre-temps war aber kein Platz mit, du lässt alles waschgehalten. Das wollen wir in Zukunft verhindern. Wir müssen also überlegen, ob wir nicht den Stockage brauchen, für Material zu stockieren. Das kriegen wir halb dem Sitz, kriegen wir nicht hin. Also wir mengen, ja, auf der einen Seite, wenn wir wissen, wo der Atelier hinkommt, gëtt vielleicht ein bisschen mehr Flasch versiegelt. Auf der anderen Seite können wir aber mehr effikaz, mehr effizient bauen und dadurch gehen Kosten rauf. Weil wir hier eine ganz komplexe Infrastruktur haben, für alles auf den Site zu kriegen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie wir da angefangen haben, noch mit den Leuten, die schon lange auf dem Projekt arbeiten, mit denen angefangen haben zu schwätzen, die sind aber ganz positiv auf das. Die sagen nicht, nee, kommt los hin, wir gehen hier hin, wir machen das so. Nee, die haben gesagt, das ist eine gute Idee. Wir müssen auf den Weg gehen, sonst kriegen wir das Projekt so nicht umgesetzt. Und das bedeutet nun leider, dass man denken müssen, umplanen, mit dem Plan ist auch nicht so aufwendig wie das, was wir bislang gemacht haben, weil ja aber vom Funktionament her, weißt du, soll nicht andere weitere Recyclingcenter dann nur funktioniert, das bleibt alles bestehen. Es geht just darum, für die Elemente rauszuholen, wo man am Projekt nicht viel kommen. Es bleibt dann also auch ein Vierbildprojekt, auch wenn das neue Gebäude, Administrativgebäude vom SIAS nicht viel auf der Straße leidet, eben 100 Point-Chaussee, bleibt einfach ein Vierbildgebäude. Ne? Ich meine, muss man einfach auch ein bisschen realistisch sein. Voilà, was den dritten Alter geht, ich meine, ja, wenn wir heute Projekte hatten, die wir könnten realisieren, dann gingen wir das machen. Den Wohnungsbau am Kader vom Schötter Dorfkehr, ich meine, da haben wir angefangen zu diskutieren, wie können wir heute Sachen realisieren. Das gibt eine immens aufwendige Chance. Du musst bedenken, wir sind für der Kirche, wo wir Achse brauchen. Wir sind eine Gemeinde, wo Gische hat, die Achse braucht. Gleichzeitig muss man ein riesiges Loch machen, für anzufangen mit der Dave-Garage. Das ist keine kleine Chance, also das geht enorm aufwendig. Wenn man dann gleichzeitig für den Wohnungsbau macht, dann haben wir nirgends mehr Platz. Dann können wir nirgends mehr eine Chancesinstallation machen. Wir können nirgends mehr ausweichen mit dem Auto und dann nicht mehr. Also das mengen ich sogar, wenn ich will, direkt den Wohnungsbau machen, da kriege ich das nicht hin. Mit Wohnform überdenken, das ist eine gute Idee. Und das ist nicht das, was wir nicht wollen machen, dass ich über andere Wohnformen nachdenkt. Gleichzeitig, also, wenn du wollte ich dann hier kommen, noch zu Bösen, aber immer noch da für die Leute, die dann da nicht geht, für an eine SIPA zu gehen oder für
eng enkadréiert Struktur ze goen an mir gesinn, dats Leiit sech dawer schwéier den an als nopeg Gemengen hun Jo awer fir gemerk hun awer och egentéi probéiert dat es bei sech ze kreien, wat de Leiit die ewech an enger Duf gewunt und die ewech die do gut abonne is an den sozialen Netzwerk, die dann awer lewer doinner gin dat besser akzeteiere, wie wann ze auch nëmme muss an nopeg Gemeng goen an defir Menge dats mar och déi Infrastruktur geht noch der Leute méi auch nie ran bauen zwar enke raus méi sind dann hun vun ihr Kapazitäten also muss man auch do op Bewegung an einer Lesungen mat ubitten am bestenheit zu schëtter. Weil wat Juren du geht ich menggen du wart jo so dass am Jugendkommunalplan Juren enke ausgedrückt wat ze vu Bedürfnisse hat und so weiter an du immer jo gute wäsch kom, weil ich so net enke bisssen salopp ass an dabei rauskommt, dat den wat der Joner gefehlt oder se Kebab. Den Hummer entre och, dat was Merit vun der Gemeng nawer do. An ich meng, du muss man lo enke mat der Juren ze summe kommen a gucke wat vu bës waren Juren nach huet. Ich meng mo joch bei der Jugendkommission denke ma Jo und Kanner an du sind noch all idee wëkom. Mehr moment muss ich ganz ehrlich so du hast moment kein konkrete Mann noch vun Eis konkreten Projekt ausgeschafft. Ich meine nur die Großspielplatz an der Urcht, wo man kann okay mit lo Probleme einfach dass den der Marché wahrscheinlich muss also am Gang weil einfach den der Marché gewonnen hat. Dat Engagement wat geholt net befriedigen kann und da muss man dann noch gucken, wie man do weiterfuhren. Weil der Pakt vom Zusammenleben werden wir auch drauf schaffen. Ich meine, da kommen ja alle über das Minister eine Hölle für nicht zur Verfügung gestalten. Die muss ja nicht mehr bezahlen, denn der Bruder vom Zusammenleben kriegen wir gratis zur Verfügung gestellt. Und mit dem werden wir zusammen schaffen dann mit der Kommission, die auch gut vertraut war, wie wir den Stamine hatten. Mengen ist das eine Kommission, die gut zusammen gesagt, dass man gut kann zur Summe schaffen, wie das auch dort gesetzlich geändert mir als Kommission recht gegründet, weil das noch nicht so ganz viel geschieht. Das ist aber schon noch der Jour, wo man die nächsten Wetten über Projekte schwätzen und dann wird er doch viel ja, effektiv bei der Orange Week, da war okay, das ist aber nicht gern geschieht. Und selbstverständlich bleiben all die Problematiken auch von den Frauen, aber besonders auch was Gewalt geht, bleiben eine Priorität. Und auch da sind wir für all die den Opfer bis zum Mensch. Ich meine, das ist für uns klar. Und einer da nicht drunter, also da keine Frau der Lied tut. Also ganz gerne schaffen wir da zusammen. Und das wird doch klappen. Ich bleibe ein bisschen optimistisch. Starre Konzept, da ist es ja so, dass man effektiv schon etwas tun. Das soll um weit gehen. Da soll ja konkret auch geguckt werden, was für ein Häuser sind davon betroffen. Was muss do von Mesuren hören? Wie können die Leute geschützt gehen, wann dann so ein Evenement antritt? Also das Konzept wird noch weiter ausgeschafft gehen, wo noch viel mehr Detailer dran kommen, wie das was bis der Fall ist. Dafür haben wir da so viel gesehen. Ich meine, das ist auch ein ganz sensibles Thema. Ne? Da sind noch Leute, die scheinst du nicht bewusst, dass da vielleicht hier Haus auch so Stempel kann kreieren. Mit geht auch hier um Sicherheit, dann geht auch hier drin Informationen, und dass die Leute dann aber wissen, was Sache ist, und dass man nicht, wann ein so Phänomen antrifft, dann durch stehen und nicht präpariert sind. Voilà, ich meine, das waren nur die Punkte, die ich abgeschrieben habe, und das ist echt kompliziert hat noch von Schrift. Ja, voilà, ich komme dann ein paar Punkte zurück. Voilà, bei dem Personal, ich meine, ich hatte ja erklärt, die 12%, das sind ungefähr Indexbranchen, also 2023, eigentlich, die wir viel gesehen für 2024, die auch wahrscheinlich werden so antreten. Dann also natürlich auch die Evolution von den Karrieren. Also ist die Progression von den 12% schon zu einem largen Teil dadurch erklärt. Natürlich haben wir nicht immer gesagt, wir geben die Kritiken, die vielleicht in der Vergangenheit waren. Ich meine, wenn man nicht einen Plan hatte, wie es geht. Ich meine, hier haben wir ganz klar gesagt, wir nicht ein Organigramm zur Verfügung gestellt, wir nicht noch nicht präsentiert, wir wollen mit Transparenz schaffen. Und hier sind 3 Posten, die wir auf hier gesehen haben, wobei auch schon 2 Posten, die neu sind, die anderen Posten, also Posten, die nicht besetzt sind. Wo mir mat Service geguckt hun an wo man gesot fir die näst 2 Joer ass dat wat mir an bewen fir gesinn. Ich mein, op der anderen Seite doch gesinn, dat man
zum Beispiel beim Accueil bei der Conciergerie mit der Conciergerie geguckt und inwiefern sie die Tasche können überholen, wo sie auch bereits gesagt haben, sie können das überholen. Also gucken wir auch dafür als Personal so zu optimisieren, wo wir können optimisieren. Einerseits haben wir auch einen Kontrakt mit einer externen Firma, die wir hatten, die für uns Relation Publiken zu unterstützen, den haben wir gekündigt. Wir haben gesagt, dann ist ein Service, den wir nicht extern ankaufen, nur was dann der Mann für ein zusätzliches Personal anzustellen, den da hilft, auch an der Administration im Generellen. Also aus der Empfang etwas, wo man nicht Kästen neu schaffen, aber wo man bei einem Platz Kästen angespurt haben, wo man dann eine neue Posten schaffen. Dann zu den Projekt, zum 1,7% Wachstum. Ich meine, nur ist ganz klar, steht an der Chef an unserer Budgetpräsentation das als gemeinsames Ziel. Ich meine, da war noch nie eine Diskussion dran. Das war das, wo wir uns all die Jahre immer eins waren, dass das moderat Wachstum, ob das 1,7, 1,6, 1,8, das hängt von ganz vielen Faktoren auf, mit das als Ziel, das für moderat zu wachsen. Da war nie irgendjemand, den das Anschluss gesagt hat, das sieht doch keiner aus wieder von unseren Majoritätsparteien hier, und ich hatte das ja so verstanden, dass die das nicht so gesehen, mit das wie die Claude sagt, als Kritik als die, dass den Verteilungsschlüssel das moderat wachsen, das so wachsen, dass als Infrastrukturen können nur gepasst gehen, par rapport zu dem Wachstum, dass das nicht unterstützt wird durch Dotationen, die wir halt vom Staat kriegen, und dass das dann von die Kritik ist, die wir haben, an die als Gemeng benötigt. Und ich meine, dann ist es auch ganz wichtig für den, was der Claude gesagt hat, da sind zwei große PAPen, die eine enorm hohe Unzahl, nicht eine enorm hohe, aber eine große Unzahl von Wohnungen tätig gesehen. Es sind eine ganze Reihe Projekte an der Pipeline auf der Hauptstraße, wo Häuser umgebaut gehen, wo die Autorisationen noch schon teilweise aus der letzten Legislaturperiode sind. Die kommen aber als das heißt, wir kriegen die nächsten Jahre Wachstum, die mehr hoch wird sind. Den natürlich auch ein bisschen kompensiert wird, weil die ganze Marche dreht mehr nervös. Also da war so, dass du ein Wachstum wird kommen, und den muss man gerieren. So viel dazu. Ich meine, dann zu den Depensen extraordinären. Ich meine, der Claude hat bei den Ressourcenzentren drüber gegangen. Ich meine, hier hat schon noch ganz fein ausgedrückt, müssen aber so, wir haben 6 Jahre anders an einem Ressourcencenter ist nicht geschieht für alles zu so. Wir gehen von den Führung machen, und wir müssen alle Dinge. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe Etüden, wo Projekt de Luch dünn as gesot Gemüelen immer dran. Du sind auch ganz neue Etüde gemacht, dass den anderen Projekt wäschheit gehen en gros. Und das sind ganz neue Projekte gezeschen, die neue Etüde gemacht gehen, Drohne Schoch gesteuert, gesot gehen, das für zum Besseren, das alles aber nicht zum Besseren gehen, das ist schon zum Schlechteren gesehen, weil wir von der Führer verloren. Und wir sind da immer bei einem Stillstand, und das muss man so feststellen, dass das, wie wir Dossier abgemacht und die Julie, wie wir getreut sind, dass den Dossier am Stillstand war seit Anfang des Jahres und noch da nicht keine Solution en vue ist. Und dafür melodisieren, wie kriegen wir den Dossier deblockiert? Weil wir mussten ihn deblockieren, weil die Mühne Recycling Center deplatzt, Mühne Atelier deplatzt, Bürosräumlichkeiten, die man braucht für die SIAS. Also haben wir gesagt, wie kriegen wir den Problem gelöst? Ja, es wird mehr kosten, mehr nicht machen, bringen die Sache auch nicht weiter. Ich meine noch da kann ich dann noch so interessant gesagt gehen, das bringt alles viel mehr Synergie für all die Services bei ihnen zu bringen, weil wir da den definitiv Projekt zu sehen kriegen, haben wir nicht viel von Synergien, die zwischen den verschiedenen Akteuren da am Site konnten erkennen. Also haben wir auch gesagt, auch da ist die Plus-Value da wenig. Und wie der Claude gesagt hat, ich meine, natürlich, sie waren ganz offen für moderne Solutionen, für auf dem Site zu schaffen. Dann Bodenversiegelung. Ich meine, wir gehen heute nicht neuen Terra ausschließen, hier ist Terra, den aus 4 gesehen, die leider nicht am PRG, den aus am PRG 4 gesehen, aus DG früher oder später gebaut gehen. Und aus 4 gesehen, und da sind die Tüte für versiegelt zu gehen. Ja, geht vielleicht mit frei versiegelt, aber das ist aber dann nicht eine große zusätzliche Versiegelung, die eigentlich das nicht geben. Nein, ich meine auch da, also nicht, dass die letzten Jahre, seitdem der Gewinner vom Konkurs feststeht, dass da große Progress gemacht sind. Ich meine, wir sind am Gang, wir hatten gestern noch einen Workshop, Martine, für zu gucken, wie man das deblockieren. Die Message ist ganz klar, dass man will Führung kommen, dass man will nur kommen und dass man in kürzester Zeit so viel wie möglich davon will realisieren. Aber immer mit der Nature, mit dem nächsten Soin, auf jeden Fall, dass man die verschiedenen Akteure, auf den verschiedenen Komponenten von den verschiedenen Teilen vom Dörfkehr immer mitholen, dass man die Vereine oder die Utilisateure von den Gebäuden immer dann ein Boot holen, dass man eine proper Programmation machen von den Gebäuden, dass man nur das abrichtet, was auch wirklich gebraucht wird. Sie keine große Summe für gesehen, ja, das ist für das, was man erklärt, mein Budget mir gesehen nicht viel groß, ich meine, wie hast du es gesagt, kein riesiges Schuhe, sie viel gesehen, ja. Das ist richtig. Wir sehen nicht Summe für, die man nicht investieren. Ich meine, wir hatten ein Budget
die Jure, wo immer riesig Strömme fir gesi sind, wo net riesig Strömme nem gesagt, die sind an haier so etwa Projekt, wo man Budget, wo man wollen higoen. Am mir gesinn Mann fir am November, wo man net genau Plan sech fir ganz Joer hunn, mir gesinn dat fir, wat man wirklich schwësse, wat man wëlle realiseieren. Am mir werden noch an de wird derfle auch kritiseieren, mir werden noch am La vom Joer hans no kommen an zusätzlich Budget stimme fir Projekt, die man dann awer gesinn, wo man besser vir kommen, wie man dat geplant hun. Und da werde mir auch net scheie verhindert zu kommen, fir zusätzlich Budget zu stimmen. Dritten Alter schmengen Klote dat doch gesot Wuningen ha den Dürfkehr wer sinn net waren nie an Konkurs an all den Juren waren nëmmer an enger dritter Phase fir sie waren nie prioritär an dem Konzept vun dem Dürfkehr an war auch nie an den Erbesgruppe fir gesinn, dat die sollten direkt gebaut gin an der einer das auch an der Tyd as kuriert dat die soll die internationale Wuningen nur denken, dat ganz klar, dat will auch machen. Net der Dürfkehr, wo man der machen, mit das auch ganz klar aus der Enquete rauskommt, dass den Böswer eng Waltersheim do an do bis vu mir als Wegschwelle Rackne 4 do 4 zu kommen 4 do mat Privatpromoteuren oder mat Privatproprietären oder even Nukaf gucken fir en Terrazfanne fir so ein Projekt von eng Waltersheim können zu realisieren. Voilà, ich mein, dann ein Beispiel für so mé net nicht umsetzen schmengen lang wann den hölt ich mein Jean-Marie handet 4 Drogeloser Sänger Initiative Sänger Introduction de Projekt op bis ich mein, das Projekt war für dem 5 Jahre lang geschwart gin das 2022 gestimmt gin am März ha am Gemengerot du waren fertig gestimmt durch ein Plan do en ass nie ausgeschriwe ginn. Das recht lo am September, wo mir gesot hunn die lächten Dinge nach gesot hun die Deciioune geholl gesinn an dats de Pro ausgeschriwe ginn. Ich mein, mir wëlle weisen, dat man wëllen do wo man als Prioritäten setze wëlle Vire kommen an dat man machen fir Lotte soen mir gefen dat net machen. Ich mein, dat e Pro wo gesäit 5 Joer lang war ich der Stillstand an mir de Pro lo an Hand geholl an deblockéiert. Projekt vum d'Etude vum méi en Haf, ja myn mat entere die Etude vum méi en Haf geleet, ich mein, hunn immer oft no gefrot, dat das ganz richtig. Mir Groten se leider nie. Hunn se mat man die 30 geleest, ich mein, du läit eng Etude 4, hunn noch do schon mat daisen. Verkehrsbüro da geguckt, dat sie auch en onofhängigsche Blick trop KI fir ze so, wie kann den anderen Avis zu schreiben, ich mein, den Avis wie Etude fan mir als ganz negativ geschrieben, do fir de Projekt as mat Sicherheit net verschwunden, wir sind am Gang dro zu schaffen, we man können du mat dem Ministerium mat der Polchaussee an Gespräch kommen, méi das ke konkrete Projekt dofir zu realisieren, du muss nach viel Gespräche gefuert gehen, dafür sind so vier gesinn an also generelle Konzepte, die man fir gesinn fir Verkehr. Analysen an do gëtt traitéiert. Dann Ausbau Kräch was so schmengen. Die der Station dëmmer geheescht den Ausbau vun der Kräch als kein Prioritéit, war nie so fir gesinn am Masterplan ass de Pro vun der Kräch ganz hannen oder ihr haben net fir gesinn aus dat de Budgetsposten enke also Mont enke chiffriert ginn ass mit ass am Funi an enger fast de Realisation fir gesi gin. Dufir kann ich mir just wundern, dat dat do eng Prioritéit wär. Und das auch so, dass du Rezent eng neue Kräch opgang, also dat muss ich evaluieren, wie dat dofir geht. Aktuell als Priorität im Schulcampus déi fir déi nedeg Reim zu schaffen, die man nächste Jurewerte brauchen fir de Wurstum generell ze packen, anhabsech fir die Reim zu schaffen, fir eben dann die Aalgebäier ze sanieren oder neu zu bauen. Und dafür ist dat als echte Priorität. Voilà, schmengen net. Ja, sagst du. Ich will nicht Kommentar Ping-Pong spielen, aber schon eine Remarque zu den Umwirkungen, was SNHBM betrifft. Und den guckt respektiv für die Wurstum zu steuern. Ich meine, SNHBM, die haben ihr Terrain gekauft, wohl wissend, dass sie nicht am Bauperimeter sind. Ganz klar, iedereen weiß dat van SNHBM Lotissementer mischt, da schwätzen wir von anderen Quantitäten wie die lo Schönnebergwerten entstehen, von Wohnungen, andere Quantitäten von Wohnungen, die Schönnebergwerten entstehen, respektiv am Kader von Bremen oder Kalleck. Den SNHBM, da war ja auch Gespräche, die Jean-Paul Freier Bürgermeister hat, den Direktor ja auch gesehen. Und ich meine, sie ganz andere
Ideen, ganz einer Größenordnungen, die man sicher nicht an die Wurstum von unserer Gemeinde passen. Dafür, ich meine, die sagen wir den 1,7%, die Lotissementen, die so geplant gesehen, die der letzten Chefrat ja mam Gemengerot respektiv der ganze Gemengerot gestimmt hat, die werden de Wurstum schon wie du gesagt hast, Serge, werden schwer, sie für de Wurstum um 1,7% zu halen. De Wurstum ass auch, ich denke, wenn ihr die Chiffre genau guckt, auch immer ein bisschen mehr hoch gewesen. Aber das ist mal zu der Geschichte mit den SNHPM-Logementen. Aber da kommen wir aber auf den Multifunktionscenter hin. Weil ich meine, das ist für jeden bekannt, dass wir mittlerweile eine neue Regierung haben. Und dabei auch dann einen neuen Minister, respektive einen Minister. Und ich denke, dass den aber vielleicht als Chefrat gut tun, mal ein paar neue Kontakte zu knüpfen mit dem Minister, eine Entrevue zu sichern für das Projekt vom Multifunktionscenter, für den mal neu zu erklären und das Ganze zu motivieren mit den Terrain. Das kann ich auch machen, parallel zu denen, wo da Planungen umgehen, für ein Atelier auf einen anderen Platz zu machen. Die kann ich dann auch immer annullieren, falls eine Einigung soll kommen. Man dann mit dem Ganzen, das gesagt gehen, für wie ja nicht geschieht, mir dann nicht aber lang froh, und zwar, da gibt es schon nominöse Syndikatsfee, wo eine Konvention gemacht ist, auf eine Dauer von x Jahren. Und die Konvention ist ja schon ein Strabhof gelaufen. Und das ist ja noch von den anderen springenden Punkten. Wie ist dann da der Stand der Dinge mit der Konvention? Als dann da eine Lesung gefunden gehen, als die Konvention geschrieben gehen? Ich meine noch nicht, weil das hätte die Gemeinderat ja präsentiert kriegen. Und die Planungen dann auch von nur der Plan B, von dem Plan X, den wir schon gemacht haben, die weitergehen. Da müssen wir aber mal gucken, not einmal mit der Gemeinde dran, wenn das ja der Fall und natürlich mit den Proprietären, für die Konvention mal zu finalisieren, ihn dann weiter plant, auch mit einer Änderung an dem ganzen Projekt. Voilà, das ist meine Remarque zu der Geschichte Multifunktionscenter da unten im Campus. Merci. Ja, ich meine, SNHPM, du bestätigst ja nicht mehr das, was wir auch gesagt haben, weil du et Point Chaussure geht, dafür haben wir das immer formalisiert. Und da steht auch ganz klar drauf, was sie eine Ideen haben, dann sollen sie das mitteilen. Und wir werden noch Rendezvous fragen bei der Ministerin. Also, wir gehen den Weg. Wir müssen aber auch am Gangen zu formalisieren, dass doch mal offiziell Stellungnahme geben, weil sonst ist immer das gesagt, dann muss alles gehen und dann alles das, was ich nur gesagt habe, das steht zwar in einer Mail, das kommt vom Finanzminister, voilà, das ist das, wo wir uns müssen basieren. Wenn du da weißt, wie die Stadt funktioniert, wenn du weißt, dass ein Point Chaussure mit Bâtiment Public bauen, da wissen, dass das alles nicht zeitlich an den Grund passt. Und da muss ich aufwerten, was das alles so mehr wichtig, was das so mehr wichtig. Auch der Weg, hatten wir schon eine Reunion beim Chefrat von den dran, ich meine, schon hat doch schon platzweise gesagt bei der Chefratserklärung, das ist für uns auch ein Schlüsselelement an dem Projekt. Die Infrastruktur, die muss gebaut gehen, da geht es flexibel, da kann ich noch aufhängen, eine CGD-Kaserne zu bauen, noch von der dann hat nicht spruchreif für oder nach Genehmigung fehlen, ohne die Infrastruktur kann noch nicht geschehen. Das ist ein anderer Punkt, den wir auch am Gange sind, man in den Rahmen zu gucken, weil wir auch der Meinung sind, dass das echt in den Rahmen, also müssen anscheinend Stoens gehen, dass das echt in den Rahmen, das für die Straße dort zu bauen, weil sie auch mit einem PHP auf der anderen Seite mal an der Wehrer spielen an so viel und wir müssen natürlich in der Finanzierung muss man es beteiligen, aber das sollte sie mal an die Hand holen und da bleiben wir auch an drin. Voilà, ich meine, da wird aber noch Nico, du hast für Nico, merci. Voilà, auch schönen Abend alle Guten. Nur all den Kommentaren an den interessanten Fragen, die gestaltet sind, will ich dann noch am Namen von der Fraktion von der DP pur Pfefferkehren zu dem Budget beilegen. Für dich, wie all Jahr, für dich dem Chefrat noch dem Personal von der Gemeinde, große Merci für die ganz professionelle Präsentation von Dokumenten. Merci auch der Finanzkommission für ihren Avis
an noch der Schulkommission, die da ja auch ein Avis zu dem Budget positiven Avis zu dem Budget aufgehen wird. Aus mengen Jahren charakterisiert die Budgetsvierlage vom Schäferrot sich durch ein zu löwenswert Element. Wie die Vierlage als optimistisch, aber auch vorsichtig, sie als Maklang mit den ministeriellen Vorgaben mit den Aussagen aus der Schäferrotserklärung. Sie garantiert Kontinuität von Aktionen und Projekten, die seit Jahren angestoßen oder angefangen wurden. Und sie bringt auch eine Reihe neue Ideen und neue Vorschläge auf den Tisch. An Vierlage verstoppt auch nicht, dass bei verschiedenen Markanten an der Tomologat diskutiert Investitionsprojekte, wie zum Beispiel beim Ausbau von Schulinfrastrukturen oder beim multifunktionellen Center zu Minzbech, der Ressourcencenter, Pomsches, Kaserne, Natli und Büroen, nach ganz großen Hürden zu holen sind, aber nicht so schnell weiterkommen, wie in der an den letzten Jahren hier unter dem Tisch hören hat oder hat können verstehen. Die Lograt mänglich verdeutlicht, dass aber verschiedene Konzepte nicht ausgegoren, nicht realistisch und nicht so einfach umsetzbar waren. Was ein bisschen bedauerlich ist, weil dadurch haben wir relativ viel Zeit bei den wichtigsten Projekten für uns Gemeinde verloren. Und ich meine, dass die Aufgabe von uns alle Guten hier den Tisch Politik von dieser Gemeinde so zu gestalten, dass Bürgerinnen und Bürger die bestmöglichsten Dienstleistungen und Infrastrukturen zur Verfügung gestellt kriegen und dass wir nicht gegenüber anderen Gemeinden benachteiligt gehen. Weil wenn wir die Infrastrukturen und die Investitionen nicht zeitgemäß realisieren, dass sie bei anderen Gemeinden besser gestaltet wie wir. Und das muss man auf alle Fälle vermeiden. Aber wir müssen auch gucken, dass Schritte ein lebendig an ein umweltgerecht Gemeng bleibt, dass hier Wurst moderat kontrolliert bleibt, hier ländliche Charakter behält und dass an hier jung an Männer jungen Generationen können zusammen leben. Wir sind auch verpflichtet, Jugend exzellent Ausbildungsmöglichkeiten nun zu bieten und dafür zu sorgen, dass sie weiter an unserer Gemeng können wohnen. Wir brauchen noch ein verschönert Gemeng mit neuen öffentlichen Infrastrukturen. Und ich bin der Meinung, dass Budgetsvierlage der Wegzeichen für die Erreichung von denen Zielen basiert auf konkret fundiert finanziell Schiffern. Ein paar Werte als statistische Betrachtungen zum gewöhnlichen Haushalt. Ich muss leider sagen, dass die Recette vom Staat über den Fonds de Dotation Global Kommunal und über die Gewerbesteuer, wenn es der Mann einer guten wirtschaftlichen Situation wird, stagnieren. Ich meine, die Chiffren all gesehen, Zölle gehen leider nicht drauf. So ist die geplante Reset pro Awohner. Ich habe immer geguckt, pro Awohner für 2024 durch den Fonds de Dotation Global Kommunal und durch die Gewerbesteuer dieselbe wie die Reset von 2018. Wir kriegen also pro Awohner vom Staat keine Summe für 2024, wie wir kriegen 2018. Also muss ich aber nicht vergessen, dass zwischen 2018 und heute mach eng Inflation von über 16%. Ich habe an der Statistik vom Stadtdeck nur geguckt, eng Inflation von 16%. Und was heißt das? Alle Leistungen, die die Gemeinde muss bezahlen, sind mindestens 16% mit higher wie 2018, war nicht viel mehr, bedingt durch andere Ursachen. Und wir kriegen aber vom Staat pro Awohner keine Summe mehr. Dafür begrüße ich am Namen von der DP, dass der Schäferrot aus seiner Finanzplanung vorsichtig ist, an ob der enger oder anderer Platz Kächten, wie zum Beispiel bei der Kommunikation oder beim Botsvertrag, froh tut, an nach frohe Wert, oder dass man beim Botsvertrag endlich noch jahrelange Reklamationen vom Innenminister lo eng Ausschreibung gemacht haben. Ich komme auf den gewöhnlichen Haushalt zu schwätzen. Du hast den Hauptposten die von den Personalkosten, die bei rund 6 Millionen Euro leihen, 6 Millionen Euro pro Jahr, was rund ein Drittel von den Depensen ausmischt. Fakt ist, an Zölle leihen nicht, Fakt ist, dass ein Effektiv vom Personal von der Gemeinde Schütter stark gewusst ist. Den 31. Dezember 2014 haben am ganzen 29 Personen auf der Gemeinde geschafft. Hört mal, wie viel da Haut sind? 52. Die Abstockung erklärt sich natürlich teilweise durch die neuen Möglichkeiten von der Teilzeitbeschäftigung oder vom Congé parental. Es ist aber eine Steigerung an 10 Jahren von bald 80%. Und ich vertrete weiter die Meinung, und ich finde ja immer heim den Tisch vertreten, auch wie die Finanzkommission, die während Jahren gemacht hat oder gesagt hat, dass die Entwicklung von den Personalkosten muss am A behalten gehen. Weil ich bin immer d'accord, dass den einen oder den anderen Posten kann zusätzlich geschaffen gehen,
wenn das unbedingt notwendig ist oder durch neue Methoden, durch neue Herausforderungen oder Forderungen, was die Gestion von einer Gemeinde anbelangt, dass in die Posten muss abfüllen, muss ihn aber die Kosten global do am Erbe halten, weil sonst investieren wir zu und alle guten an Personal, an uns bleiben nicht genug Suchen recht für all die lebensnotwendigen Investitionen, die man machen muss. Stell dir noch fest, dass die Ausgaben von der Gemeinde an den letzten Jahren mehr schnell geworden sind wie die Einnahmen. Das ist auch schon heute gesagt gehen, bei Schifferen bei den zwischen 2014 und 2024. Wir haben 2014 am gewöhnlichen Haushalt 9,6 Millionen ausgehen. 2024 sind es schon 18,16 Millionen. Das sind 90% mehr. An 10 Jahren eine Steigerung von unserer gewöhnlichen Ausnahme von 90%. Die Resetten 2014 hatten wir Resette von 14 Millionen, 2024 von 23,8 Millionen. Das heißt, die Resette sind 70% hochgegangen. Und Ausgaben plus 90% an 10 Jahren, die Einnahme plus 70% an 10 Jahren. Von daher bei ihr am Haushalt 4, da gibt euch wahrscheinlich solid vorstellen. Und ich meine, die müssen wir auch stellen. Und dafür begrüßen ich es, dass der Schäferrat sich der leider ungünstiger Entwicklung bewusst ist, an alles fährt versichern, die Situation zu stabilisieren, die Scheuer zu summen zu kriegen. Was die Investitionen belangt, da sind für 2024, wie auch schon gesagt, 21,5 Millionen angeplant. Den Ausbau vom Schulcampus, der Bau vom Ressourcencenter, ein neues Atelier für die Gemengeservice, ein neuer Pompiers-Kaserne, an der Gebäude für Türo vom SIAS, die Schaffen vom neuen Dorfkehr zu Schütter, den Ausbau von der Kläranlage, den energetischen Assainissement vom Jugendhaus, die Abwertung vom Erle Pompiers-Haus an der Rue du Château, gehören für mich entre autres zu den markanten Projekten und denen schon lange geplant gouf, an die müssten endlich konkret gehen. So sind zum Beispiel auch Maßnahmen am Kader vom Pakt Klima 200.000 € vorgesehen für Subventionen für Haushalte, die Photovoltaik auf ihr Dächer installieren, Trägwasser rekuperieren oder ein E-Bike kaufen, sind finanzielle Mittel sogar durch diesen Schäferrat von 70.000 € beim letzten Budget auf 100.000 € an diesem Budget herabgesetzt gehen. Und ich meine, dummer weiß der Schäferrat, dass die energetische Unabhängigkeit an die Benutzung von erneuerbaren Energien ihm wirklich Herzen leidet. Was die Umwelt belangt, will ich auch den Ausbau von der Kläranlage nach ein Kehr hernehmen. Das ist eine Investition von 160 Millionen €. Und dummer da wird wahrscheinlich nicht durchgehen. Das ist der Wie, aber wir wissen nur schon, dass dummer da nicht durchwert gehen. Von denen Gemengen, von den 160 Millionen wird Gemengen Schütter bis 2027 von der Chantier soll aufgeschlossen sein, 6,8 Millionen mindestens mit finanzieren. Voilà, das machen wir für die Umwelt. Das machen wir für zu vermeiden, dass Tier durch Doofwasser vom Findel, durch die Glykol, die benutzt wird, für am Wasser zu enteisen, verseucht wird. Das ist also für die Umwelt wirklich ein ganz großer Erfolg, den uns Gemeinde möchte. Weil ich schon gesagt 6,8 Millionen in den nächsten Jahren, das ist kein Pappenstiel. Rund 4 Millionen sind auch für die Planungen an den Bau von abordablen Wohnungen vorgesehen. Das sind über 18% vom Investitionsbudget. Und ich meine, dass der Schäferrat auch viel Verantwortung am sozialen Bereich dreht. Ich will aber noch zurückkommen auf die Diskussion, die heute war über diesen HPM. Das ist ein Punkt, den die Finanzkommission ja richtigerweise angeschwärzt hat. Das Tro investieren wir selber als Gemeinde oder schaffen wir mit einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft zusammen. Wenn es eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft ist, dann drohen die finanziellen Risiken selber. Da brauchen wir die Suche nicht, dann haben wir die Suche für andere Sachen. Ich meine, das ist eine Diskussion, die man aber mit der einen oder anderen Wohnbaugesellschaft muss feiern, vielleicht nicht mehr begrenzt am Kader, wie es gesagt ist, vom bestehenden Perimeter. Das ist eine Diskussion, die wir uns nicht sollen verschließen. Ich bin auch froh, dass endlich ein Dossier von der Büwert für den FC Münzburg auf die Schiene gesetzt wurde. Ein Dossier, das seit meiner Recherche noch einem Jahrzehnt an der Diskussion ist, wo schon 4 Jahre Decisionen geholt sind, für ihn zu realisieren, an den dann endlich lebt. Aber mich freut auch, dass der Schäferrat sich für eine Lesung für den Bau von einem Seniorenheim engagiert hat. Ich weiß, dass in der nicht kann, so aus dem Nichts.
machen, du musst en Terra fannen, du musst fannen, den eng dat baut, den er doch vielleicht finanziert, Reservoir. Aber ich meine, das ist eine Notwendigkeit, die groß ist, wo ich froh bin, dass der Chefrot das wirklich seriös engagiert. Und da begrüße ich auch, was schon von anderen Fraktionen, all die Punkte, die von den anderen Fraktionen begrüßt sind, die werde ich nenne die alle guten, die begrüßen mir als DP-Fraktion natürlich auch. Und ich will da mal aufschließen an ein Merci sagen für die gute Arbeit, die hier gelegt ging, als an Heimat den Akkord von der DP-Fraktion zu der Budgets 4 Jahre. Also das Budget rektifiert von 2023 an den neuen Budget für 2024 den Akkord dazu ging. Merci Nico. Ich will ein paar Punkte vielleicht zurückkommen. Ich meine, effektiv Personal, ich meine, das ist etwas, was wir immer diskutieren, und das effektiv eine hohe Progression von 20 auf 52 Personen. Ich will aber besser so und trotzdem, also das auch nicht mit vergleichen mit längerer Zeit. Ich meine, Gemeinden oder als Servicer sind permanent ausgesagt, ganz anspruchsvolle Monate. Ne? Ich denke noch einmal dem Gemengerot tun. Ich meine, man guckt, wie Gemengerot sich schaut, mit dem Dossier beschäftigt, da was für Informationen gerne hat, da was für Fragen das stellt und so weiter. Dann ist das vielleicht nicht mit zu vergleichen mit an der Zeit, wie Gemengerot geschafft wird. Ich meine, ich will auch nicht mal so nachher aus dem Bereich von den Baugenehmigungen. Ne? Am Moment haben wir alle Woche an der Moyenne 4 Monate just für Photovoltaikanlagen, ne? Ohne all den Rest. Alle Woche feiert dir schon der Gemeinde, wo Leute Photovoltaik draufsetzen an der Moyenne. Ich will Kommunikation kurz schwätzen. Ne? Wir haben nicht mehr heute Gemeingeburt, wir haben X-Kanäle auf den sozialen Medien. Ne? Überall wollen wir präsent sein, überall wollen wir Kommunikation machen. Wir kaufen uns zum Teil dann Prestationen auch an. Ne? Wir wollen nur pro Bayer reduzieren. Das werden wir auch packen, wir reduzieren die Arbeitsstunden oder nicht. Aber das friert mehr Koordination, das friert mehr Arbeit, Aufwand für die Publikation, weil wir wollen da aber nur halt schaffen und mit der Probier schaffen. Wir haben noch viel mehr Evenementen wie früher. Ne? Ich denke, Schöttermarkt, Christmarkt und so weiter. Das sind alles Sachen, das lebt nicht vom selben an, als bedeutet dauernd den Ersatz von unseren Gemengenservice. Was wir aber müssen lernen, und ich meine, das probieren wir als Chefrot, und du bist ganz richtig. Ich meine, wir wollen die Depensen an der Hälfte von dem nedischen Halen nicht übertreiben, aber was dazu gehört, dass wir in Zukunft müssen enorm aufpassen, dass wir die richtigen Profile auf die richtigen Plätze platzieren, dass wir wirklich eine Strategie, einen Plan haben, wo wir Personal nachstellen, und da wollen wir ja ein bisschen die Weitsicht, die wir auch mal im Gemeinderat wollen delen, dass wir wirklich eine Strategie haben, wie wir embauchieren und nicht ad hoc reagieren und also vielleicht nicht in die Zeit gehen. Für auch zu gucken, sind wir handeln richtig organisiert, muss man auch da also passen, und dann ein Profil definieren, und dann muss das Profil auch passen. Das ist ganz optimistisch, was ich so, wenn das aber da, wo wir hier wollen. Ich will auch nicht klären, zurückkommen, du hast gesagt, das ist wirklich ein immens wichtiges Projekt. Und du hast auch gesagt, dass wir, weil wir als Schöttergemeinde ja wirklich auch daran leiden, wann dann dieser Wasser am Birler Berg lebt, an See lebt, Kläranlage zu kippen, dreht wir sind ja als Gemeinde direkt betroffen. Und dafür ist es doch so wichtig, wie es gesagt ist, dass wir endlich die Kläranlage à jour setzen. Mais das ist ein riesiges Chantier. Das ist ein riesiges Chantier, ein ganz komplexes Chantier. Wir haben ja nach die Umklassierung von Fetschefeld am Gemeinderat dezidiert, weil dann auch aber konstatiert ging, dass das eine wichtige Filteranlage nicht so kann einfach an die bestehenden Infrastrukturen ob das Site angebaut gehen. Es geht alles, Riesenaufwand, Riesenkosten, geht nur mehr einfach, dass die Filteranlage dann da auf den Terrain gesagt gehen, weil das möglich ist, weil in einer BEP so, in einer so Wert so Strukturen kann bauen. Und du sagst, wie komplex das denn das Projekt ist, und den hat mehr Influenzen auf die Gemeinde, wie vielleicht sich heißt bewusst ist, vom Invest mal aufgesehen. Und wir werden noch Anfangs nächstes Jahr, wenn es wieder ein bisschen besser ist, den Gemeinderat invitieren, mit dem Direktor vom SIDES zusammen. Du bist wahrscheinlich informiert, dass wir dann auf Platz gucken gehen, auch da die nötigen Erklärungen kriegen,
dass man genau verstehen, wie das Projekt auflebt, aber wie funktioniert. Da wollte ich nach B-Punkt zurückkommen, ins eurogeschwattesten soziale Bereich. Das für rund vielleicht ein bisschen so angeklungen, dass man nicht genug ginge mehr. Ich meine, ihr wisst, wir sind am Gange 4 Häuser zu evaluieren, die Ausschreibung ist praktisch aufgelaufen, es sind 12 Kandidaturen rangekommen. Also da gehen 4 Häuser gebaut, die man ja dann dabei und für die den Terrain, wo die Leute die müssen selber finanzieren. Schönberg gehen 12 Appartementer, die man dann noch wahrscheinlich verlohnen werden. Also wir kriegen noch über andere Projekte, kriegen wir nach Wohnungen noch über das Gesetz oder auch jeweils, dass die Leute, die das Projekt wollen machen, als freiwillig zu fassen aufgehen. Also da lebt noch ganz viel. Also das Gemeinde Schötter bleibt an dem Bereich immens aktiv, möchte immens viel. Mehrere Längen zu Schötter können wir die Wohnungsnot und Marché zu Lützeburg nicht lesen. Wir drohen uns einen Teil dazu bei und ich meine, wir machen das gut. Und mit unseren Meier machen wir trotzdem immens viel. Und da kriegen aber viele Leute noch eine Chance, dann auch zu einem mehr interessanten Preis als zu Schötter können zu wohnen. Voilà, das ist von meiner Seite. Jetzt sag schon noch so. Merci auf jeden Fall. Ja, merci. Voilà, merci Nico von mir von der Analyse. Ich meine, war ganz pertinent, für den aufzurechnen, ob da wo natürlich, das war ganz interessant. Und ich habe abgeschrieben für die Zukunft, für das direkt vielleicht mal anzubauen. Ich meine, der Claude hat auch für den Personalrechte schon ganz viele Punkte abgezählt, schon weiter abgeschrieben. Ich meine, noch der regulatorische Kader, also ganz andere, über die letzten 10 Jahre. Ich meine, kommen nehmen wir über die Gesetze immer mehr Aufforderungen, man muss alles von Normen anhalen, man muss alles für Prozeduren respektieren, wie viele Leute man muss designieren, die sich um verschiedene Bereiche kümmern. Alles das sind Ablagen, die in der Vergangenheit nicht so laufen, die hier Daseinsberechtigung sind, wo der Hand so vielleicht auch überreguliert geht. Das ist aber natürlich so, dass man dann immer der Personal muss haben, für die Funktionen an die Taschen zu exekutieren, aber doch ein bisschen dazu beiträgt, dass Haut Personalschlüssel wahrscheinlich aber gut steckt mir hier wie früher. Den anderen an dem Dingen an der Analyse ist ganz sehen, dass man muss an den ordinären Kosten oppassen. Ich meine, da sind verschiedene Projekte in NRW, mit das natürlich auch so. Auch da als eine Evolution, ich meine, früher go für ganz viele Maschinen, Material, alles kauft, das aus Kauf gehen und dann hast du das an den Bestand gegeben, dann sind das am Anfang die Pensen gewesen, die werden extraordinär, und dann ist das Kopiermaschine, ist das Computer, und das haut das alles Product as a Service, das heißt, haut geht in das alles leasen, und dann hört am Anfang de facto just nach Depensen, die am ordinären Budget stehen, die den ordinären Budget am Anfang an durchtreiben. Weil er nicht schlecht ist, weil so hat den am Anfang nicht immer den Ascher und dann hat ihn immer kompetenten Service, hat ihn immer das beste Material für zu schaffen, hat ihn immer ein Entretien gemacht. Mit das ist aber so, dass die Evolution dahin immer mehr zu einem ordinären Depense, die mehr an Blut geht, und ich meine, Tendenz geht aber so hin weiter, dass auch nach weiter andere Ideen, Luchten, können wir mehr so das Dingen für als Service anzukaufen und so weiter und so fort. Das ist eine Tendenz, die weitergeht. So, dass das Depense nicht, wo du soll gescreent gehen mit der Java klar ist, dass die Limite an dem man die kann begrenzen. Voilà, merci. Dann mengen ich hatte mal Diskussionen aufgeschlossen. Vielmals merci für aktiv Maderbecht. Ich meine, wir sollen auch in Zukunft für den Austausch suchen. Das ist immens wichtig. Voilà, da kommen wir dann aber auch vielleicht zu den Aufstimmungen. Wir gingen dann für den Budget rektifier vom Exercice 2023 darüber aufstimmen. Ja, sauber Jules. Ja, sauber Jules mit der Progression, ja. Das ist einfach, wenn man den Mann nicht mehr abgerufen wird. Teil Serge. Ja. Teil Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Mit Progression für Nordmann Jean-Marie. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Mit Prokuration, ja. Merci. Kaiser Andy. Ja. Anna Marie. Ja. Dann kommen wir gleich zum zweiten, in Punkt 2, die Approbation vom Budget vom Exercice 2024. Ja. Sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Teil Serge. Ja. Teil Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Mit Progression für Nordmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Enthalen. Kaufmann Jump. Mit Prokuration für den Champion. Merci. Kaiser Andy. Ja. Anna Marie. Enthalen. Merci. Voilà, dann gehen wir zum zweiten Punkt, den
geht dem Konzessionen vom Kirchweih, das dreht an die Ausführung. Genau, merci. Partei ist ein Punkt, wo dann eben, wie den Claude schon gesagt hat, sind Konzessionskontrakte, wo um Kirchweih ist, für dort Approbation zu kriegen. Im Großen und Ganzen sind es 11 Kontrakte, wo wir leihen haben. Davon aus eine Reprise, einmal ein Renouveau, 9 sind neuer, davon sind 5 Stück am Kolumbarium, 4 sind dann eben die klassischen Gräber. Davon sind dann dabei mit 2 Emplacementen und einige auch mit engem Emplacement. Wie der sieht, ist immer auf 30 Jahre. Ich meine, das ist alles was von der Präsentation, was ich wollte sagen, von Dole nach froh dazu wären. Ja, sehr schön. Ja, wir kennen das dort ja, wir hatten am Fongo eine Proposition für den Chefot, und zwar Andy Dösler für drüber gesagt, die aktuelle Dauer ist just auf 30 Jahre möglich. Und wir wollten proposieren, für eventuell eine Option anzubieten, für das Ganze auf 15 Jahre aufzusetzen, respektive 15 oder 30 Jahre, wo da kann die Konzessionen machen, weil es sind nämlich schon andere Gemengen, die am Fongolor auf die Wehe gegangen sind. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil ihr Kind aber betrügt sein. Merci. Ja, das ist eine gute Proposition. Wir denken darüber nach und dann proposieren wir das dann die nächste Solikation. Weil mir den noch, also, wir haben ein bisschen Platzmangel im Kirchweih. Ich denke, geht das Hand auf 4 nicht mehr ab. Wir haben noch die Fälle, wo die Leute eng Uhren an den Graf setzen. Da muss noch ein überlegen, ob man das nach in Zukunft so wollen akzeptieren. Das hängt vom Fall auf. Da sind ein paar Überlegungen zu machen, dann muss man formalisieren und dann ist das auf jeden Fall auch für das so zu machen. Wir sind noch am Gang zu gucken, was der Kolumbarium geht, für auch da eine Solution zu finden. Den aktuellen Kolumbarium ist schon voll. Also muss eine Extension haben oder eine andere Formel, da sind wir ein bisschen am Gang zu gucken, was es da für Möglichkeiten gibt und wie wir darüber reagieren. Merci für die Remarque. Voilà, was sonst nicht mehr als da dürfen wir hierüber aufstimmen. Ja, sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Mit Progression für Natman Jean-Marie. Aisha Serge. Ja. Progerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Mit Progression vom Champion. Kaiser Andy. Ja. Und Nagel Anne-Marie. Ja. Merci. Dann kommen wir zum Punkt 3, Infrastrukturen. Da haben wir den Akt von der Session am Dossier leihen. Da geht es um den Weg, der justement bei Kläranlage aufgeht. Und wie Kläranlage damals gebaut ging, da waren das ja die SIAS Gründergemengen, Sandweiler kommt an die Rand von der Schötter und die hatte noch den Terrain. Und du hast die Kläranlage an der Südest gegangen und du hast den Terrain, wo die Kläranlage drauf steht, mal an der Südest gegangen. Der Weg also aber Proprietät von den 4 Gemengen geblieben. Und da waren noch die Gemengen d'accord, das hat man an einer Chefenratsreunion Anfang Oktober, hat man das gefroht, da hat man diskutiert, waren d'accord für uns die Proprietät zu zedieren, sodass dann mit dem Akt de Session der Weg ganz der Gemeinde Schötter gehört. Und da kann die Gemeinde Schötter hingehen und das als Publik klassieren. Da hast du noch so, dass man am Südest bei Amphitheotik haben, an den als der Südest aber bereit dann abzulesen, für dass man dann noch den Reklassement können machen. Mir heute geht es mal just darum, für den Akt de Session zwischen den Gemengen zu approvieren, wo dann eben Proprietät und Gemeinde Schötter übergeht. Sind dazu froh. Froh sind, dann können wir kurz mal aufstimmen. Ja, sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Mit Progression für Natman Jean-Marie. Aisha Serge. Ja. Progerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Mit Progression vom Champion. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Merci. Und dann haben wir einen zweiten Punkt. Da geht es um ein Kontrakt dabei.
dem iwwer den Jodi am Rassel, dat an so d'Aktivité aufgeschloss hun ma Carlo, den hannen am Publikum sitzt. Und ich mengen hin benutzt die Fläche fir mat zengen Déieren do am Kader och vun engem Biodiversitätskontrakt déi du hinnerzesetzen. An ha hätte man dat dann formaliséiert an de Loie festgelöet, war an darüber fir den Gemengerot fir den ze approuvéieren, wann do froe sinn. Kein froh, sie können auch darüber aufstimmen. Ja. Sauber Jules. Jules mat der Progression ja. Teil Serge. Ja. Teil Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Mit Progression findet man Jean-Maria. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Prokuration ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Merci. Und dann haben wir noch 4 Verkehrsreglementer. Du hast für das Mal das Reglement, das in dem Moment nicht auf Platz für der Gemeinde fuhren für unsere Kirchmarkt. Da kann er sich vorstellen, für was das dann eine Modifikation urgent vom Reglement de Circulation. Wenn man da den normalen Wege, weil wir wissen, dass das Kirchmarkt da ist, erkennt, wenn man da die normalen Wege gemacht hat, das dauert aber relativ lang, bis wir vom Minister noch wieder kriegen. Und dafür war dann aber schon spät. Wir probieren das eventuell nächstes Jahr da schon frei, am März oder so unzufrohen. Da wird keine Modifikation schon mehr mit der dann nicht und der Finalität vom Reglement, nämlich dass die Kirchenplatz im Moment besagt, dass man die Kirchbuden mit der Installation für die Kirchmarkt. Dann haben wir ein zweites Reglement, wo Route Barré ist, und das war eben heute. Das ist der Sauerbösch, pardon, ich mich mal verloren, das ist der Sauerbösch, der Jolo ist, bis zum 15. Dezember, vom 11. bis zum 15. Dezember, weil sie da müssen am Kader von den Nabelstück vom Kanal den Ruf gelöst, geht an Straße so an den Sauerbösch ran, gehen, und das ist eben die Reperkussionen, die wir schon mal schon gesagt haben, vom Verkehr, den wir dann nur an der Gemeinde spüren, da seid ihr dann noch all drin, wie viele Leute dann einfach den du benutzen für den Nerv bis auf den Cargo Center zu fahren und dann auf die Autobahn. Voilà, dann haben wir an der Rue Principale im Neuhäuschen also ein Grünmobil, die auf der Adresse 85a Rue Principale abgerichtet wird und dafür ist dann eine Straßenseite blockiert und du hast dann eben auf der Straßenseite, wo der Verkehr muss die anderen für dich anschließen, da kann weiterfahren, das ist also ein Priorität par rapport zu der Zirkulation wenn en sens inverse. Und dann haben wir noch ein Feiertreglement, das bis heute noch matt, das an der Schloss gewähren, was ich auch schon für gesagt hat, wo eben nur der Belag gemacht hat, aus dem Chantier, den du am Gange war, und da man da praktisch dann noch aufgeschlossen, also das nicht die Finalkusch, die können ich am Frühjahr drauf und wieder besser ist, aber das eben nur den die Travaux d'Asphaltage, die müssen für dich gemacht gehen. Und da ist dann Stroßlo ab heute Abend Erdauer normalerweise die Zeit, die hatte schon gesagt, die gebraucht gehen, dass wir das der Belag ein bisschen aufkillt, als anderem ob für den Verkehr normal. Die Leute waren noch informiert, ich meine, wir hatten da noch wie ausgedeelt, wo wir das ganz genau erklärt haben. Denn Michael Schommer war damit noch nach dem Platz gucken, ob alles in der Reihe wäre, ob kein Problem wäre. Und hat auch matt gedeelt, dass die Leute aber das relativ gut verstanden haben und nicht wenig, wie soll ich so, negativ Kommentare da gesehen. Voilà, sind nur noch froh. Und kein froh, wir sind, da gibt man die darüber aufstimmen. Also ich ja, sauber Jules. Mit der Progression von Jules ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Mit Progression findet man Jean-Maria. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Der Prokuration vom Jump ja. Kaiser Andy. Ja. Und Nagel Anne-Marie. Ja. Voilà. Große Merci. Question écrite Nummer keiner écrite. Gehen nicht so froh. Ja, Serge von Schlift. Ja, ich habe mich halt etwas mir kurz gehalten, also ich ist mir länger froh, weil den Budget ist ja trotzdem relativ schnell über die Bühne gegangen. Und ich habe gewusst, das hätte ich dann auch präpariert, mir egal. Also die Frage an sich betrifft das Komitee d'accompagnement vom Dorfkehr, vom neuen Dorfkehr. Du hast ja, das Komitee ist ja besetzt gehen und mein froh wäre
gëtt de Komitéem reaktivéiert an oder assenarmer aktivéiert an mat fir engem Mambren gëtten nei besat oder bleifte besat. Das ist so, dass man als gedacht und Fedro war ja den Komitee d'accompagnement zur Summe gesagt, alles mit engem Vertreter aus allen Fraktionen. Das war auch eigentlich eine gute Lösung, weil pure Fraktionen und nicht mal engem Vertreter im Gemeinderat vertreten waren. Wir wollen aber, dass alle Menschen partizipieren, dass im Gemeinderat und den Diskussionen auch keinen ausschließen, sodass man den Komitee d'accompagnement in der Form nicht wollte Führung führen, aber dass wir aber zusammen mit dem Gemeinderat regelmäßig zusammenkommen und über das Projekt diskutieren, wie der Stand der Sache ist, wo Decisionen zu holen sind und wie es Führung geht. Okay, merci. Du hast noch Fragen? Ich habe just ein klein froh, also ich ging froh, ich werde Temperatur bis zur Ruf zu setzen. Es sind aber mehr 22 Grad verbunden. Ich weiß nicht, mit dem Energiespuren ging ich 20 Grad gegen durchgehen. Merci. Ja, das auch an unserem Moment, dass wir Energie spuren. Heinz, du sind noch Leute, die sagen, dass das kalt ist. Aber wenn es nee, da könnte man eine Notregel, wir wollen das mit. Merci. Sonst noch Fragen? Nee, Fragen aus dem Publikum? Ja. Roger. Ja, ich hatte eine Frage zur Position 2. Kirfisch. Das heißt, ich habe an der Nuppisch Gemeinde gesehen, dass Nuppisch Gemeinden effektiv ein Strevis haben. Haben wir ein Strevis zu schütten? Was kannst du? Wenn wir einen haben? Nein, wir haben kein Strevis. Wir haben ja eine Konvention mit Betster für den Buschkirfisch. Wenn du in der Welt gehen, auf der anderen Seite gibt es Gesetze, auch durch Möglichkeiten, für auch daheim, wenn ihr das wollt, verstreht zu gehen. Also du gucken wir immer, was die jeweilige Monde ist. Du musst in verschiedene Konditionen noch erfüllen. Und da kann ich das mal ein Strevis zu mir an dem Sinn nicht nehmen. Das heißt, wir kriegen noch keine. Also bislo war noch nie de Mont, das war immer de Mont fir Bëchkirfech an do Tradition fand, dats man mat best en Konvention gemacht hun. Weil auch dat opwendig ass. Dat stellen sich so einfach fir, méi do sind anwer dann no oplare noch vun der Infrastruktur an do an sie hun dat an dat ass als déi Offer vun enger Strevis war na nie en gröste Mont wat awer schon mal do, war das Leiit iwwer wollten do he am Gerd. Und wie gesagt, denen die Monate kommen, wenn es machbar ist, auch no. Ich bin nämlich effektiv zweiter, da als ein Strevis an die erst mit ganz kleinem Opfern, dass die da gemerkt haben, die als Proppe, die als an der Reihe, weil es sind auch an der Gemeinde auch schon ein paar Mal gesprochen von Leuten, die wirklich gesagt haben, wir geben aber gerne als dürfen Leute heim bleiben und nicht unbedingt dann eine noppische Gemeinde dann Hannover fragt gehen oder da reden wir, dass Muschel gestreht geht oder so. In dem Sinne, also die wollen heim am Dorf bleiben. Ja, merci für die Remarken. Wir überlegen uns das und dann gucken wir, ob wir eine Solution können. Nur bei dem März noch schon Hodenswissen, die man anderen Wäsch geholt haben und so weiter. Es geht immer, muss man gucken, was machbar ist. Merci auf jeden Fall. Nein, froh der Robby, wenn es gibt. Ja. Nein, ich habe keine Frage. Ich hatte ja gesagt, ich ging nicht mehr so, ich kann ja mich weggehen. Ja. Aber ich kann dort zum Ende des Jahres und dafür wünsche ich alle Gute. Schöne Feiertag und ein schönes Neujahr. Merci, Robby. Merci. Ich meine, Carlo wollte nach dem Mikro. Merci. Ich wollte mir vorgeklot, wie viel Opfern das denn eigentlich für eine Photovoltaik von ihrer Seite aus auf irgendeinen Dach zu setzen? Weil ich meine, für 25 Jahre holen, das geht halt nicht mehr. Ich bin drauf gemacht, du hast fertig. Und dann muss ich eine Genehmigung holen, wie viel Opfern das für erst für die Leute umlenken, vielleicht da draußen zu erzählen, dass das nicht so ohne aus respektiv, dass aber für erst auch noch ein bisschen Opfern das. Und dann mein zweite Frage ist, die Probayer, die kennt man selber auch auf die Stillhai Spuren, vielleicht 1, 2,
3 op all Reihe dann mensch werd okay. Was gut, ich schwecke mal den zweiten Punkt und das ist einfach. Und dann mal das gehen wir noch mal zweiten Stuhl in Ordre du jour. Ja, die Photovoltaik, ich meine, die Leute müssen also Plan rangehen, ob was man da zu machen. Und dann gibt es nicht viel Preskriptionen, man muss ja aushängen, das Dossier muss komplett sein. Und dann noch, wenn man den roten Punkt, also wenn der Navi ausgehängt ist, dann stellen wir fest, dass keine Reklamationen waren. Und dann muss eine Baugenehmigung ausgestellt gehen und dann muss der rote Punkt ausgefüllt gehen, die Leute müssen abhängen können. Das ist nur im Moment eigentlich Quantität von den Dossien, die da nicht möchten. Das ist aber, wie gesagt, alle Woche praktisch 4 oder 5 der Monten heißt du mehr, was ja auch gut ist, dass die Leute darauf reagieren und da ganz viel machen. Mit das halt ein bisschen erbestimmt verbunden. Ist das, was gemeint ist, oder? Ja, eigentlich schon, just schwätze mir halt von einem halben Tag, schwätze mir pro Baugenehmigung, siehst du nicht, dass du kriegen wir aber so durch an 2 Stunden, muss ja auch rausgehangen gehen, also. Ja, du musst dann noch rundherum fahren. Also ja, genau. Ich ging mengen, ja, gering. Ja, in aller Siedlung halber Jahre so ungefähr. Wenn alles zusammenrechnet, wie viele Leute da beschäftigt sind, da könnte schon etwas zusammen. Ne? Ja. Der Roger, denke ich. Ja, einen habe ich noch. Ja, einen habe ich noch. Also, wie gesagt, das ist auch noch für die Carlo gefragt wird. Es gibt bis 800 Watt, brauche ich keine Autorisation und brauche ich noch nicht bei der Kreationsfonds. Die kann ich einfach selber nicht speisen. Seit diesem Jahr. Also, das ist richtig oder noch nicht richtig, weil alles, was du in dein Haus so müssen, der Fassade oder so weiter, musst du sich eine Baugenehmigung fragen. Ne? Nee, anscheinend nicht. Also ich weiß noch von ganz viele Leute, die montiert haben und hier Balkon gehangen oder so auf der Genre. Bis 800 Watt brauchst du keinen. Also, du kannst ja ein Problem auf der Balkon stellen. Am allergünstigsten, ja, das ist ein bisschen wie ein Parabolspiegel und so weiter. Das ist so ein bisschen die Limite. Also am allergünstigsten Fall für die Leute müsste zumindest eine Deklaration de Travaux machen. Also, und weil ich mache das um einen Balkon da fest, da sind wir halt. Ne? Also so ohne geht das nicht mehr. Die Stuhl rausstellen, das hilft nach ohne Genehmigung. Aber sobald du das fixierst, müsste eigentlich das auch deklarieren bei der Gemeinde. Ja, Carlo, ja. Das ist nicht aber fertig. Das heißt, alles, was du in deinem Haus musst, wenn du ein Fenster wirst, ob schon, dass es ein Weißnis gibt, musst du aufruhen. Ganz genau. Alles. So war es. Und dann hast wenn du ein Fenster wirst, weil die ein Entretien brauchen oder so weiter, ne? Dann hast du eine Deklaration, das ist aber da in der Gemeinde dann zu gucken, ne? Das ist dann eine Deklaration de Travaux. Ne? Aber sobald für der Fenster noch Gräs gerne hat gehört oder halt, dann hast du eine Baugenehmigung. Ja, das ist okay. Ja. Das wäre auch Sache, was eigentlich viele Leute nicht wissen. Nee. Wir sind vielleicht mal auch die Leute informieren, für so Sachen, weil aber viele die Leute vom Fenster wissen, ohne dass du absolut, absolut, das tun wir auch erkannt. Wir sind am Gangen eng Broschüre zu developieren, die wir dann verdelen werden, sind wir im Bad Bayer, können sie aber elektronisch verdelen, wo wir das ein bisschen erklären. Wir erwarten nicht wegen Konditionen, dass es muss wert frohen. Für das mehr verständlich geht. Dann effektiv haben wir an der Last mehr auf den Dossier durch, mehr auch da, mit den Leuten, die wir haben, können wir das auch mehr, wir kontrollieren noch mehr. Wir haben ganz oft Arbeiten, die gemerkt gehen, die nicht deklariert wurden oder wo kein Baugenehmigung gefordert wurde. Also gebe ich so, und am Ende um Ralf jetzt ist auch so ein Fall, den wir dann an der Gemeinde feststellen. Ja. Und das sind andere, die Müller feststellen. Ne. Das sind auch noch vielleicht, die man nicht gesehen haben. Voilà. Dann wenn wir die Frohen durch sind, dann gebe ich mir Javor erlauben. Robby, du hast schon gemerkt, wir wissen, das ist schon Tradition. Wir Javor alle gut. Ich feiere dich zu wünschen, eine gute Rutsch an das neue Jahr. Und auch alles Gute für das neue Jahr. Und voilà, dann wünsche ich mir, dass wir auch 2024 rund um durch so flott zusammen schaffen. Und dann dass wir viele Projekte realisiert kriegen und dass wir das Gemeinde, ich meine, wir sind als Schritter Gemeinde nicht schlecht an der Weh. Das sind weisen die Zertifikationen, die wir an der letzten Krieg gemacht haben. Ich meine, wir haben ganz viel erfolgreich
Projekten mit hunn flotten Urbanismus ich meine wann der Schëtter vierter se net direkt wat an hagemer der dann do gemerk an dat soll auch an Zukunft déi Qualitätit he zu schëtter her noch ass net fir neicht dats he zu schëtter Preiser heich sinn fleich méi heich wie an einer Gegende vum Land net bei als leng méi awer och bei is an voilà. Spannend bleiwen an méi freien als trop weiter zu fuhren. Größte Merci an Schenowen an noch dobausen. Wir muss Merci an Eddie.